So, Stream starten Button steht da, das steht da, Tröte haben wir da. Der einzige, der wieder nicht da ist, ist YouTube! Goddammit! Ist es eigentlich angenehm für den Nachschau-Squad so in die ersten paar Sekunden, wenn ich das jetzt mal erwähne und dann erstmal reinschreie, damit kann man gerne mal die Lautstärke justieren. Nachschau-Squad so in die ersten paar Sekunden. Schau her, wenn ich mich selber her, ist alles cremig. Timmy Boy! Zweimal hintereinander poppen, Mann. Habt ihr genau gesehen? Kriegst du dir daheim? Kriegst du dir daheim? So schaut's aus. Und was ist eigentlich mit dem Luis? Der hat vor 3 Stunden 25 Euro reingeworfen, bist du besoffen? Ist wieder im Nachschau-Squad hängen geblieben und gemeint, das ist ein Livestream, oder was ist da wieder los? Ist der Luis da? Luis wo? Was? Fang mal. Nein! Just no! Was ist da los? Himmel Hackert! Sagelzement! Kuss auf die Nuss. Merci, ich weiß nicht, ob du da bist. Wo ist er? Ist er da? Ich weiß es nicht. Was ist der Isaac? Habe! Evans, Birger, Micker, 20 Uhr! Letzter Stream vor dem Hosenunfall. Tober. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. So, kriegst du mal einen Haufen, sonst haben wir nichts zum Teil. Doch, aber schon. Hanuta! I can already smell it. Ja, ja! Aber ich hab da vorne mal. Oh, ich darf nicht so laut schmerzen. Jetzt muss ich auf was zum Verzeihen. Hanuta, danke dir. Jetzt kriegst du mir erst den Haufen, dann noch was zum Verzeihen. So, warte. Hau die ja nicht! Alle Wolfgang mit 66 Monaten bist du ja geschubst. Oh, der LKW, wo? Stehe bei Paris, Alter! Alter, da warst du noch nie. Bruder, normalerweise stehst du bei irgendwo zu Nürnberg umeinander. Schöne Grüße nach, lass dich nicht davor schirmen. Was weiß ich. Merci dir. Habe die Ehre an den Herrn Lutz, an den Turnhuber, an den Flea Frankie. Servus zurück, merci wieder ein Zwickel. An den AG, an den Opa, an den Mortal, an den Forest Squad, an den Meister, an den Lois, an den Zip, an den Bastian, an den Mein Mike, an den Leuchtrauschkuhl, an den Robert Nier, an den Jodel, an den Neuen Mai, an den Forest Squad, an den Misa, an den Marder, an den Brüner, an den Lea, an den Geib, an den Seven Kili, an den Mik, an den Bordelkammer. Jetzt mal mal. Na, mal. Na. Also jetzt passt zu. Muss ich leise sein. Es ist gerade jemand da. Also wir haben einen Besuch quasi. Schluss jetzt! Franz! Goddammit! Dere Finanzamt. Muss doch was verzeihen, ihr Mongos. Finanzamt. Schluss jetzt! Franz! Braut zu schauen! Sehr benannt! Sehr zurück! Kuss, Nusskuss! Haben wir's jetzt? Nein, haben wir natürlich nicht. Mein Gott, ich kann ja sowieso nichts verzeihen. Das labere ich einfach. Gut, dann legt's mir am Arsch, dann verzeihe ich einfach nicht. Opa! Geil! 11 Monate, das Jahr hast du bald beieinander. Oh, du bist letztes Jahr im Horror-Oktober dazugekommen, ich 6. Servus Meister, bin wieder dabei, schöne Grüße aus Spanien. Nachtschichtigt endlich in Ruhe Bürgerschau enden. Ach, Karöttchenbar. Wo waren die Karöttchenweisheiten? Verstehe ich nicht. Karöttchenbar, merci dir. Kuss auf die Nuss, genießen Sie die Nachtschicht. Kann man die genießen? Ich hoffe, wenn ich so 0,1 Promille besser machen kann, dann habe ich meinen Soll für heute erfüllt. Black Sabbath, gratis Geld, 25 Monate gratis Geld, yeah! Aber bei mir steht 17. Der Money. Lieb Sepp, habe die Ehre Bierger heute bloß. Moin, allen kurz grüß sagen, bin heute im Stau. Ist da jetzt dann, was ist spät jetzt dann 60 oder was ist da los? Merci dir, Biermensch, habe ich nur erwähnt, Lauge in Schuhe läuft. Was? Schönen Abend in drunten. Was für Lauge? Welche Lauge laufen in die Schuhe? Die von hinten aus oder die von vorne aus? Oder die von oben aus? Das musst näher erläutern. Biermann, merci. Austrian Lucky, merci für 23 Monate. Der Chef, das erste Horrorspiel. Nein, erkläre ich gleich. Hey, kümmert sich nix! Chicks Lixen! Ja, ich bin einmal über live, da habe ich wieder Spätschicht. Wo gibt's die fix? Alle hocken schon wieder Spätschicht umeinander. Was ist mit euch? Herr Billinger, Birger, ich muss leider sagen, wir haben einen Besuch. Birger, Kruzifix. Ja, es kommt nicht einfach was jetzt. Ich muss ja was erzählen, jetzt pass auf. Ich darf noch nicht einmal verzeihen. Also ich hoffe, sie schaut nicht zu, jetzt pass auf. Birgerin hat heute Geburtstag. Deswegen habe ich vielleicht auch schon 2 Halbe im Gesicht. Kann auch was, oder vielleicht haben sie 3, ich weiß nicht. Und sie hat Geburtstag. Und ich habe ihr heute den ganzen Tag so erzählt, der Geburtstagsgeschenk ist nicht gekommen. Und wir fahren morgen fort. Das weiß sie bloß noch nicht. Deswegen müssen wir heute, damit darf es zwar nicht besser sein, dann müssen wir halbwegs zeitig aufhören, so um 10 Uhr. Ich muss nämlich noch zusammenbacken. Und sie halt dann auch noch. Machen wir quasi Haut. Hört euch mal! Rippelsepp! Jetzt fix! Merci dir! So. Wollen wir? Das ist ein guter. Muss du mich anschauen. Feuersbeitlasse! Reich an Vitamin A, Karotten enthalten Beta-Carotin, das der Körper in Vitamin A umwandelt. Dieses Vitamin ist wichtig für die Gesundheit der Augen und das Immunsystem.
Geht doch. Gib so ein Schwieber, Mami! Das ist ein guter. Na geht doch! Musst du mich Karöttchenbauer, merci dir. Ich hätte nicht, was, warum ein 12 Euro Nummer? Was soll das denn? Luis! Da ist er, der Luis! Und der Tipptaler! Nice Mitglied! Würde ich nicht anzeigen! Kriegst du die Privatroute, pass auf! Da war hingehört! Simon says! Simon! Welcome to the squad. The one and only. Ab in den Chat, aber der ist Simon, wenn ich immer dieser war heuer Stern. So. Stadi, merci dir für deinen Zwickel. Schmidt, merci Louis, doppelt merci übrigens. Ich hab deinen Donation Nachmittag schon gesehen, ich hab's bloß nicht verstanden. Da war ich noch nicht da. Da war ich fort. Da war ich nicht da. Verstehst? Das ist not how it works. Da hast du wahrscheinlich noch ins Video geschaut, das ist live. So, gib's zu. Louis, gib's zu! Schmidt, merci dir, Balthroman, merci dir. So, wir fahren fort. Da wird ein How-to-Kurztrip. Wird aber nicht Ägypten. Sie weiß das nicht. Ich hab doch mal nichts zu zeigen! Selber schuld, du wolltest die Weisheiten. Ja, aber heute anders heute. Karöttchen Sepp, merci dir, kein Fazit, merci dir. Wohin geht's? Wir waren die letzten 2 Jahre auf. Kaufen wir jetzt eine Schrotflinten. Kann man Schrotflinten. Ja, muss gut. Habt es. Dann wird der Kanal auch noch gesperrt, dann ist mein Legacy, mein Internet-Legacy ist dann auch gelöscht. Ja, wird dann geclaimed. Kriegt man eigentlich, wenn man sich mit der Schrotflinte ins Gesicht schießt, kriegt man dann eigentlich gleich 3 Strikes auf einmal. Oder bloß einen. Ja, wir waren jetzt 2 Jahre auf Kreta und in den 2, wo wir da waren, da hat es uns ganz besonders gefallen. Und da fahren wir nochmal hin. Ganz extremer Kurztrip. Also wir fahren morgen und kommen am Sonntag wieder heim. Ja, bloß ein kurzer. Wie wir es im Juli auch gemacht haben mit How-to-Kurztrip, so quasi. Bloß sie weiß das noch nicht. Sie meint die ganze Zeit, hat ihr geschenkt und nicht da und dann haben wir so ein bisschen zum Essen gegangen und keine Ahnung und was weiß ich, was alles. Und jetzt, wenn dann der Stream vorbei ist, dann komme ich hinter ihr und drücke die Bordkarte in die Hand. Und dann darf ich gerne auf die Reaktion freue ich mich schon sehr. Auf diese Reaktion freue ich mich schon sehr. So sieht's aus. Ja, wahrscheinlich rast's aus. Weil sie hat sich die ganze Zeit gewünscht, dass sie weg möchte. Happy Birthday Note to you Sonder an Birk Erin. Happy Birthday to Birk Erin. Ja, du weißt es aber, es ist, ne? Was ist denn Habe mit euch? der Remitnung daher Nev X Hot Heit Geburtstag. Griaz Amol alle. Gib so ein Schwieber, Mami! Das ist ein guter. Musst du mich schauen. Das habe ich nicht gespannt, sorry. Luis, du bist der Geilste. Ja, ist das live? Ist das nicht live? Da. Ihr seid die Geilsten. Ihr seid die Geilsten. Was ist denn jetzt? Alter, ich wollte doch was verzeihen, Alter, und dann rasten alle komplett aus. Timmy, Bornel, Luis, Biermann, Manu, Chaldron, Dankeschön. Können wir jetzt... Schrottflinten sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Was für die Schrotflinten? Ja, du weißt es, Zum Testen was, gell? Das Problem ist, das probiere ich halt bloß einmal und dann werde ich es nicht mehr herausfinden, was passiert. Blöd! Blöd! Ich richte dir alles Gute aus von euch. Normalerweise schaut es nicht zu, weil gerade ihr beste Freundin, die sitzen draußen am Balkon. Da bin ich auch gerade noch mit dabei gesessen. Und hat mir der Stanze in den Arsch eingestochen, das wollte ich euch auch noch erzählen. Ja, genau, das stimmt, die juckt wie Scheiße. Drecksmistviecher. Aber da ich ein gutes Heilfleisch habe, haben so Staunsenstich muss ich nicht weiter behandeln mit viel Hurensohncreme oder sonst irgendeinen Scheiß, sondern das dauert so eine gute Stunde und ist weg. Weiß ich nicht, warum das bei mir so ist. Birgerin ist bei euch wo warm am Balkon? Nein, die haben beide ungefähr 64 Decken. Haben sie dabei. Warm ist es nicht mehr. Mir jetzt auch fast erfahren. So frei, wie es ist da draußen. So, wir fangen mal um Punkt 10 nach 20 fangen wir mir an. Und deswegen hoffe ich, seid mir heute nicht besser, wenn wir halbwegs zeitig um 10 Uhr aufhören, weil halt, wie gesagt, ich muss noch backeln, die darf ja nichts mitkriegen. Ich kann ja nicht, weiß das eh. Wir sind das Frustrationstoleranztest. Flutschi soll ich helfen. Meinst du, dass das ein Flutschi hilft? Habe ich noch nicht probiert. Ja, ich habe das aufgeschleudert. Jetzt ist er Ruhe mit Donaten ohne Scheiß. Ich hatte am Montag dermaßen ausgerastet. Menschen, weil sie immer so viele Vitamine in sich haben. Es ist jetzt so geil. Es ist so geil. Warum können Karotten besser... Was ist so... Was soll ich jetzt sagen dazu? Was soll ich jetzt sagen dazu? Was ich da sagen soll dazu? Karöttchen, Mann. Schluss jetzt. Ihr habt es am Montag dermaßen eskaliert, dass alles zu spät ist.
kennt so einen Schwieber am Money. Das ist ein Okay, guter. bei euch bin ich schon fast zufrieden, dass da plus 10 Euro steht. Hab ich schon lange nicht mehr gesehen, was da los? Habe DRRRRT wir san A wieder moi dobei an Schen Gruas, wo Wie B. Österreich Hashtag Busserlaufsnussel. Leute, Dankeschön. Stop it now. So, der Hund da ist jetzt der letzte, den sehe ich da gerade im YouTube-Chat. Einer, wo der Hund ja auch relativ schnell da ist. Ja? Nach Nach dem Motto? Happy Wife, Happy Life und Bumsen. Sagen wir es, es ist ja. In diesem Sinne. Da näscht es auch nicht aus. In diesem Sinne, ja. It is what it is. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Happy Wife, Happy Life. Heißt durch die Blume, darfst du dir mehr einwürsteln. Oder 2 Hälfte. Im Jahr. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erst einmal habe ich die Ehre alle. Merci, Schluss jetzt damit. Kamigkeit, merci für 22 Monate. Kuss auf die Nuss. 10 nach ist, wir fangen mal jetzt an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was wir mir heute spielen, ist ungelogen. Ich habe mir nur den Trailer angeschaut. Ich habe keinen beschissenen Schimmer, was das heute ist. Es ist ein bisschen eine gemeinsame Reise, ein extrem gut bewertetes Spiel mit über 120.000 positive Bewertungen auf Steam, glaube ich. Ist auch schon ein paar Mal sich darin gewünscht worden. Ich habe es dann ungefähr 5-mal gesagt, ja, das probieren wir jetzt endlich einmal aus und habe es dann 100-mal verschoben. Das Spielchen, glaube ich, betreiben wir jetzt seit 5 beschissenen Jahren. Und heute ist es einmal soweit. Ich glaube nicht, ich meine, es ist ein Kartenspiel, so viel weiß ich. Ich meine, das sagt man ja schon am Battle, ich weiß zwar nicht, was Stout heißt, das kann man mal wieder etwas sagen. Ich meine, ich bin ja einigermaßen im Englischen beim Zuhören und Lesen mächtig. Was ein Stout ist, weiß ich nicht, kann der Katze, kann der, was weiß ich, ein Wiesel vielleicht, ja, was weiß ich. Und wer jetzt da einen Hosenunfall-Horror erwartet, das glaube ich nicht. Ich meine, das ist ein Kartenspiel. Aber die 120.000 positiven Bewertungen, die müssen irgendwo herkommen. Wir werden, oh, ganz wichtig, gut lesen. Okay. Oh Gott. Ja, okay. Ich kriege hin, streng mich an. Meister, merci dir. Jetzt bin ich mal nüchtern im Stream und der Chef dicht. Ja, ich bin nach 2 Halben bin ich nicht dicht. Oder waren es 3? Ja, über den Tag verteilt auch noch. Das ist auch, hallo, wir haben in Niederbayern. Ah, das ist gerade, dass ich mir meinen Kaffee nicht mit Bier aufbringe. Das ist Niss! Merci dir, fang an, sei lustig und oder scheiß dir ein, mir was. Ich weiß auch nicht, ob das heute, das glaube ich wieder nicht, wir werden mal sehen, was es ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir werden sehen. Meine sehr verehrten Damen, fangen wir an. So, Schluss jetzt mit dem Geil. Oh Gott, ich habe mich vergessen, auf die andere Seite zu ziehen. Ist das wurscht? Ist das wurscht heute? Ich glaube schon. Du, ist wurscht. So, so fängt das Spiel übrigens an. So, passt. Stout heißt Fledermaus. Echt jetzt? Haben wahrscheinlich jetzt schon. Stout ist gleich Hermelin. Was ist denn Hermelin, Alter? Ah, halt, stimmt, Hermelin, nicht Frettchen. Ja, was jetzt? Eine Fledermaus, kann sie jetzt fliegen oder nicht? Das habe ich nicht angeschaut, als hätte die Flügel. Das werden wir gleich rausfinden. So, jetzt pass auf, ich drücke da mal auf Play. Dann das ein bisschen richten. Daniel Mullins Games. Von Devolver. Was hat denn Devolver noch gemacht? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Time to figure out what's on this thing. Aber jetzt sag Englisch. Ist die Hälfte von euch schon wieder raus. Schau mal, was da oben ist auf dem drum. Ich versuch's zum Übersetzen, wenn ich schnell genug bin. Ich weiß nicht mehr, was Inscription heißt. Ah, ist doch Deutscher, ja. Zum Starten beliebige Taste drücken. Ja, da müssen wir natürlich den guten alten außerholen. Ja, du lieben Taste. Ja, war glaube ich, okay. Also, Grafik ist sehr pixelig und sehr retro-lastig. We will see. What the fuck is this? Was ist das so? Mitwirkende interessiert uns nicht. Optionen. Brauchen wir mehr Optionen? Was ist das? Was sind die? Achso, ich muss da. Ach so. Flimmer-Effekte. Dialogtext-Tempo. Bildschirm wackeln. Lass mal drin. Deutsch. Was haben wir da? Auflösung 1000, Rauscheffekt, ja, Grafikqualität, gibt's Ultra? Nein, gibt nicht mehr. Dann haben wir da noch, da lassen wir alles einmal so laut wie es ist, das wird schon passen, bis jetzt hört es sich gut. Aber komme ich da jemals wieder raus? Was ist das da? Pausiert, wenn ein Fenster nicht im Vordergrund, ich habe keine Ahnung. Ah ja, okay. Da wird quasi schon ein Steuerungstutorial, finde ich, das ist gleich mal ein Pluspunkt, innovativ. So, fortsetzen, wieso kann ich auf Fortsetzen drücken? Ich habe sprichwörtlich gerade das Spiel zum ersten Mal gestartet. Was ist das da? Neues Spiel. Kann ich nicht tun, das muss ich ja fortsetzen da, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hab's noch nicht gespielt, ich sag's dir, wie es ist. Immer so. Ja gut, schauen wir mal. Bin gespannt. Vielleicht geht das auch so, ich hab keine Ahnung.
Herr Grotzer, merci dir. Birger, kommst du mit auf die Wiesn am Wochenende? Ja, da bin ich leider nicht da. Hab ich gerade verzeiht, aber ich darf nicht so laut sagen. Das weiß ja noch keiner. Eine weitere Herausforderin. Es ist ewig her. Wie tue ich das weiter? Ah ja. Vielleicht hast du vergessen, wie dieses Spiel gespielt wird. Etwas, was ich noch nie gewusst habe, aber kann ich nicht vergessen. Erlaube mir, dein Gedächtnis aufzufrischen. Okay, schauen wir mal. Okay. Kürzer, geht schon los. Spiel die Eichhörnchen. Ohrkatzel. Na, ich sag schon, da ist der Herr. Schön, das ist sogar da auf Deutsch. Ja, Hermelin. Okay, wir machen mal, das sind Battle drauf auf alle Fälle. Wir haben zwar so Bluttropfen drauf, das wird wahrscheinlich sowas wie Stärke sein, keine Ahnung. Ich habe keine, was ist das Eichhörnchen? Ja, wo spielen die hin? Spiel die Eichhörnchenkarte. Also das ist sein Deck, das ist mein Deck. Das ist ein Kartenspei. Wie soll ich mir jetzt ein Kartenspei so vom Hocker dreschen, dass da 120.000 gute... Verstehe ich nicht. Okay, da haben wir das Ohrkatzel, das tun wir jetzt einfach mit da hin. 0 Angriff wahrscheinlich Leben 1. WS. Was heißt das? Ich tue mir auf S. Okay. Jetzt spiel den Hermelin aus. Okay. Was soll das heißen? Hermeline kosten 1 Blut. Okay, verstehe. Opfer müssen gebracht werden. Und jetzt stirbt das Ohrkatzel dafür wahrscheinlich. Verstehe ich das richtig? Das heißt Ohrherzel, okay. Ja, okay, verstehe. Und da muss ich jetzt jemand abstechen. Ich stich quasi das Ohrkatzel ab. Ein ehrenwerter Tod. Spiel das Hermelin aus. Wo sehe ich jetzt, dass ich ja... Hä? Der ist ja wurscht. Hingeschissen. Der hat auch nur eine Attacke, aber 3 Leben. So. Wölfe opfern 2 Opfer. Du hast nicht genug. Okay. Das heißt, ich kann quasi auch, wenn das Hermelin hat 3 Leben, das kann ich nicht, weil er halt 2 braucht. Ich weiß nicht, wie soll ich es jetzt anders erklären, ihr wisst schon, was ich meine. Betätige die Glocke, um deinen Zug zu beenden und den Kampf einzuleiten. Was ein Kampf? Ich meine, ich kämpf schon! Dein Hermelin ist ohne Gegner. Die Zahl unten links ist die Angriffskraft, das dachte ich mir bereits, da ist ja gar nicht Kralle dran. Okay. Dein Hermelin hat mir einen Schaden zugefügt. Ich habe ihn auf die Waage gelegt. Okay, das ist quasi, wer war als erstes wahrscheinlich unten. Dann geht das sowieso hin und her, wenn er mir Schaden macht wahrscheinlich. Schauen wir mal, du gewinnst, wenn du meine Seite bis ganz nach unten bringst. Verstehe? Gegen wen oder was? Spiel ich nicht da! Etwa so. Ja, da müssen jetzt aber jetzt auch dort umfallen, sage ich das nicht richtig. Also ein bisschen Horror-Yu-Gi-Oh! Habe ich auch gerade im Kopf gehabt. Horror-Magic, Horror-Yu-Gi-Oh! Ja, aber was ist da das Besondere nicht dran? So ein Spiel kriegt doch nicht so Gaudi, 120.000 Gute, aber wir werden sehen. Lass mal Geduld. Geduld, meine Damen und Herren. Ich habe genauso wenig Ahnung wie ihr. Dein Hermelin steht meinem Kojoten im Weg. Oh, der macht 2 Damage. Das heißt also, ich gehe jetzt mal davon aus, so ähnlich wie bei Yu-Gi-Oh! Wenn ich keine Viecher nicht auf der Karte habe, dann attackieren mir alle Viecher vom Gegner direkt mich. Ansonsten müssen es meine Viecher attackieren, bis die in einer Leben weg ist. Das ist bei jedem Kartenspiel so. Das ist bei Hearthstone so, das ist bei Yu-Gi-Oh! Glaube ich, ist das auch so. Hat man die doch nicht so dran müssen für den Verteidigungsmodus. Das ist 20 Jahre, wie ich das letzte Mal gespielt habe. Aber gut. Steht im Weg. Ja. Mein Coyote hat deinen Hermelin 2 Schaden zugefügt. Dann hat er noch einen. Regeneriert sich das wieder wie bei Hearthstone oder ist das dauerhaft? Das heißt, die Gesundheit deines Hermelins verringert sich um 2. Ja, das macht Sinn. Wenn die Gesundheit einer Kreatur auf 0 fällt, stirbt sie. Verstehe. Du bist wieder am Zug. Okay, kriege ich auch mal neue Karten oder so? Okay. Du kannst von deinem Stapel nachziehen oder ein Eichhörnchen ziehen. Das heißt, die Viecher, die sterben, wandern daher und die kann ich dann wieder nehmen oder was. Oh, da ist sogar ein Ohrkatzel dran. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Oder wo, da nehme ich das Ohrkatzel, ich mache aber was Neues. Wobei, dann kann das Ohrkatzel und mein Hermelin opfern und einen Wolf speien. Ich nehme jetzt das Ohrkatzel. Was? Wie langweilig! Hör mir du den Maul! Und jetzt speien wir das Ohrkatzel. Ohrkatzel gespielt. Habe ich irgend sowas wie Züge oder so lange wie ich ziehen kann, drückt man auf S, kommen wir wieder zurück. Wolf. Ja, dann stecht man beide ab, bringen wir einen Wolf. Wie stark ist denn der Wolf? Das sehe ich vorher gar nicht. Tu mich zurück aus. Ich sehe gar nicht, wie stark der Wolf ist. Soll ich das auswendig lernen oder was ist da los? Oh. Ja, stech mal das ab und dann holen wir... Keine Angst! Die Bestie wird geopfert, aber nicht aus deinem Deck entfernt. Ja, das habe ich schon verstanden. Und dann... Was ist jetzt halt? Ihr Leid war real, doch du wirst sie wiedersehen. Okay, das ist ein Wolf daher. Ist das wurscht, wo ich den platziere? Das werden wir schon herausfinden. So, jetzt können wir eigentlich nicht mehr recht viel tun. Wo machen wir hier? Da machen wir hier.
Weil du noch lernst, werde ich passen. Was sind diese heißen? Nicht wieder one-hitten müssen, oder was? Okay, was muss ich jetzt so? Okay, jetzt kann ich wieder Ohrkatzel ziehen, das nehmen wir nicht mehr neigen. Wieder die Entscheidung. Eine zufällige Karte vom Stab oder die Gewissheit eines Eichhörnchens. Ich nehme die Karte. Was haben wir da? Also ich habe einfach jetzt eiskalt gelesen, einfach die Schnapsschildkröte. Sag ich der freiwillig, was es ist. Herr Karl! Zuerst Bürger, aber es geht schon. Grüß Österreich, Kuss zurück nach Österreich, bist wirklich der Beste. Das ist zu viel des Lobs. Danke dir. TV Boy, merci dir. Schieb mal die Cam wieder in andere Ecken. Ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht so blöd. Warte mal. Hoppala, ganz aus dem Kampf. Machen wir hier transformieren, horizontal spiegeln, dann fahren wir wieder da oben. So, servus, grüß Gott. Den können wir uns aber eigentlich nie nehmen beim Kameraverschirmen. So, bin da. Der darf niemals aussterben, das ist das Allerwichtigste. So. Freudscher Verleser, 22 Uhr incoming. Was? Hashtag Schnapsschildkröten! Das ist die gute, Alter. Die tut nicht so weh. So, die braucht aber auch 2 Opfergaben. Ich kann ja quasi gar nichts spielen. Kann ich noch mal was ziehen? Nein. Du darfst nur zu Beginn deines Zuges eine Karte ziehen. Ja gut, und die kann ich nicht. Dir fehlt ein Opfer. Und da fehlt mir auch ein Opfer. Du bist der Opfer! Dann gehen wir nach vorn und dann sagen wir halt einfach. Was ist denn das da? Weiß ich nicht. 3000 km/h, ja. Scheiße, sind immer noch ein paar Leute, die bringt es zum Lur, die haben das noch nicht gesehen. So, aber wenn ich jetzt, wir greifen nie an, muss ich das nicht aktiv machen, sondern es greifen automatisch am Schluss einfach alle oder was? Aha. Und deswegen wahrscheinlich auch die Platzierung gegenüber, die Gegenüber greift. Ja, ich hab schon verstanden. 3 Schaden zugefügt, 3 Gewichte für die Waage, so ist recht. So, was ist jetzt? Passe, schon wieder! Ja, dann lasst mich mal die Karten ziehen jetzt da. Nehmen wir wieder das Ohrkatzel. Nehmen wir Ohrkatzel scharf. Wie viel braucht die Schnappschildkröte? Die, ist mit Sicherheit noch, die hat mit Sicherheit mehr Leben als der Wolf. Ich sehe ja gar nicht, ob die Karten besser ist oder nicht! Wieso kann man das nicht irgendwie rechtsklicken oder so? Für Schnappschildkröte fehlen die Opfer, aber was? Aber du hast, das habe ich nicht fertig gelesen, du hast ein Eichhörnchen wahrscheinlich. Dann pflanzen wir das da her. Vorher doch das Eichhörnchen ein, aber ein Ding, oder? Machen wir so. Und dann stellen wir es da her. Die hat 6 Leben. Das ist für den Tank! Gute Schnapsschildkröten, die besoffen, gespürt nichts. So, und dann gibt es irgendwie Tasten, wo man das. Schau her, intuitives Signer, kriegt den nächsten Pluspunkt. Leertaste ist Klingel drücken. Du hast diese Partie gewonnen. Also, ja, ob das da jetzt da ganz unten ist oder nicht. Ja, passt eh. Pro-Gamer, hallo. Es wird nicht immer so leicht sein, ja, das befürchte ich leider Gottes auch. Screw without the gun halt. Ja! Lass mich deine Geschichte in Erinnerung rufen. Und das ist jetzt, glaube ich, anscheinend, das haben ja ein paar von euch auch geschrieben, das Besondere nicht, dass da während irgendwie Geschichte erzählt wird und das nicht bloß ein Kartenspiel ist. Oh, ja. Bierin hoffentlich am Wochenende. Du hattest dich tief im Wald verirrt. Hab ich das? Okay, da bin ich. Ein einzelner Pfad trat zutage. Ja, also da muss ich hingehen. Klonk, klonk. Okay. 2 Bewohner des Waldes näherten sich zögernd. Dann muss ich Karten haben. Die Natter! Die bissige Natter. Der Schaden ihres Giftbisses ist immer tödlich. Ja, das ist ein total OP. Okay, die andere. Katze! Die unverwüstliche Katze! Wenn du das arme Tier opferst, stirbt es nicht. Die kann man nicht mehr opfern, aber wie geht. Okay? Nur eins kann dein armseliges Deck ziehen. Was kann man mit der Karten dann alles anstellen? Wenn die stirbt, stirbt's nicht. Dann habe ich forever einen Tank da sitzen, oder was? Nimm die Natter, Angriff ist die beste Verteidigung. Angriff ist die beste Verteidigung! Ach, ich muss. Oh. Das heißt, auf dem Weg dadurch baue ich mir mein Deck zusammen. Sage ich das richtig? Eine weitere Kreatur schließt sich deiner Karawane. Und wenn ich verrecke, geht's von vorn los und. Einige Kreaturen des Waldes wirken bereit, dir zu folgen. Okay? Gehen wir weiter. Du fandest einen zurückgelassenen Rucksack.
Du hast ein Eichhörnchen in einer Flasche gefunden. Welches Arschloch hat das da, du? Im Notfall einfach zerbrechen. Ja, machen wir. Achso, oh, okay. Und nimm dir einen zweiten. Okay. Ein weiteres nützliches Werkzeug. Ich werde dir erlauben, damit etwas auf die Waage zu legen. Die Flaschen Schnaps, die wiegen mit Sicherheit mehr über deine scheiß Kernel, die da dazu. Okay. Mehr als 3 kannst du nicht tragen. Ach, okay, das sind so Special Items wahrscheinlich. Okay. I see. Und dann geht's weiter. Ah ja, und der Totenschädel bedeutet wahrscheinlich einen Encounter, nehme ich mal an. Eine Auseinandersetzung. Nehme ich schwer an. Okay, oh mein Gott, wie Felsbrocken? Was stumpf? Du wurdest überfallen, als du unwegsames Gelände durchquertest. Und dann Du hast mich geopfert, während ich schlief. Das war die richtige Spielweise. Ich verstehe es. Vielleicht. Hilfst du mir, ja? Spiel erst einmal... Jetzt kannst du meine Züge vorzeitig sehen. Wie? Ach so, das ist da hinten oder was? Was du denn? Ein Wolfsjunges später. Ich muss aber zwangsläufig... Okay. Das erinnert mich ein bisschen an Gwent. Ich weiß nicht warum. Okay. Wolfsjunges, das werde ich da herspielen. Das heißt, wenn ich da oben was tue, kann ich es nicht verteidigen. Ich habe einen Felsbrocken davor. Und der wir doch gleich einmal die Natter da nach rechts. Und dann ist er hier, nicht? Ach, die braucht 2 Opfergaben, ich verstehe. Was haben wir da? Schnappschildkröte, der Hermelin braucht auch ein Opfer. Ja, dann müssen wir erst einmal so Orchkatzel spielen. Müssen wir Orchkatzel spielen, das dauert jetzt hier als erstes. Das ist das Einzige, was wir machen können. Ah, der hätte ihn... Wer weiß, wie die KI reagiert, vielleicht spielt er beim nächsten Mal dann da eine Karten her. Tut er wahrscheinlich sowieso, weil er woanders nicht durchkommt. Oder, kann ich das nochmal rückgängig machen? Fuck. Wenn wir mir uns erst einmal einen Weg fremden... Oh mein Gott, das fängt in der ersten Runde schon, dass mein Schädel zerreißt! Goddammit! Ja, die sind dann Felsen da! Ja! Ich lerne ja noch. So, kann ich den jetzt... den kann ich direkt opfern, gell? So, den kann ich den abstehen und dann tue ich da das am Felsen rein. Auf geht's. Der Hermelin ist ein guter, der redet mit uns. Schnappschildkröte braucht 2 Opfergaben, das hilft uns nichts. Müssen wir nicht auf nächste Runden warten. Leertaste. Okay. Verstehe. Pass auf das eifrige Wolfsjunge auf. Es altert schnell. Du Mistsau wirst jede Runde stärker. Wahrscheinlich, nehme ich. Okay, ich sag das ganz ehrlich, sofort verstanden. Wahrscheinlich wird, was da süchtig macht. Sag ich dir gleich. Okay. Das war die gute Idee, was liegt das Big Regel. So, nehmen wir uns jetzt weiter eine Karten oder wir brauchen ein Sorgkatzel. Ein Sorgkatzel ist Gold wert, kann man wegopfern. Ha? Wegopfert wird der Schund. Nehmen wir Sorgkatzel, dann opfert man dann mir wieder ein Hermelin oder und bringen wir die Schnappschildkröten, oder? Und so einen Tank. Oder wir spielen den, ja, die Natter können wir da nicht ausspielen, weil da was steht. Bring mir erst einmal die Schildkröten. So, was ist ausgepfeffert? Außerdem, weil ich in die Spiele muss ich gerne einmal kurz durch eigene Fehler lernen. Schnappschildkröte, kann man natürlich auch Flaschen nehmen. Die haben dann dauerhaft weg, oder? Also wenn ich die Flaschen jetzt benutze, dann beim nächsten Encounter habe ich nicht wieder 2. Ich muss halt auf dem Weg dann wieder einen Rucksack finden, damit ich wieder welche kriege. Ja, heben wir es mal nur auf. Ich muss auch ohne die Flasche gehen. Machen wir jetzt mal so. Lass mal sterben. Schnappschildkröte hier hin. Ja, damit wenn er dann im nächsten Zug daherkommt mit seinem Cast da hinten, was ist das überhaupt? Fledermausi mit 2 Damage, die tankt man mir weg. Morgen eigentlich, das wäre mir auch, was mich gleich mal interessiert, wenn er mit seinem Viech auf mein Viech haut, mein Viech aber überlebt, haut das dann gleich noch zurück oder haut das erst in meiner Runde dann zu und sein Viech tot. Das war noch interessant. So, mehr können wir nicht machen, glaube ich, machen wir so. Ah ja, wir machen ihm ja direkten Schaden, gell? Fledermaus. Die Fledermaus fliegt über Kreaturen hinweg und greift direkt an. Du Mistsau! Mistsau! Okay. Die Natter hilft uns nichts. Das Orchkatzel hilft uns aber auch nichts. Du Karten hier. Das hilft uns aber heute auch nichts.
ein bisschen ein Problem ist auch, dass unser Felsbrocken da verschwindet. In der nächsten Runde holen wir unser Orchkatzel wieder. Das hätten wir uns eigentlich holen. Notfall. So, brauchen wir so Orchkatzel, das hilft uns nichts. Kann ich einen Felsbrocken opfern? Das hilft uns nichts. Ich muss das Orchkatzel stehen lassen eine Runde und in den nächsten Runden dann nochmal das Orchkatzel holen und die 2 Orchkatzel opfern und dann da hinstellen, wo der Wolf ist. Weil der sonst so beschissen stark wird, dass er alles erschlagt, was da ist. Hilft nicht. Ja. Scheiße, was hat die Zange gleich wieder können? Ah, fuck, jetzt hab ich schon wieder vergessen, was hat denn die Zange können? Scheiße! Was hat denn die Zange wieder gegeben? Ey, ja, du, ich hab nicht gewusst, dass die so viel brauchen kann. Ja, das war alle Optionen ausschöpfen. Was kann die Zange? Ihr müsst mir sagen. Was war die Zange gleich wieder? Ey Gott, gib mir mal die Zange her! Ein Zahn ziehen. Wie ein Zahn ziehen? Da kannst du was auf die Waage legen. Ach! Da kann ich von meiner Waage was auf seine Waage legen, oder? Da kannst du Sachen auf die Waage. Welche Sachen? Irgendwelche Sachen. Waage liegen. Ah, stimmt. Was mit Waage liegen was. Nein, die brauchen wir noch nicht. So, so weit unten haben wir noch nicht. Ich glaube, so 6 Schaden dürfen wir kriegen. Bis man ganz unten ist, so 6, 8, irgend so. Ja, kriegen wir schon. Jetzt passen wir an, den wir den Orchkatzel scheißt, den wir da haben. Nächste Runde müsste dann mein Brocken da weg sein. Dann haben wir da nämlich einen Platz, um den Wolf zu blocken. Und unser scheiß Schnappschildkröten bringt einen Scheißdreck. Wir bringen mir die Fledermaus weg. Wir müssen einfach mehr Damage machen als die scheiß Fledermaus. So schaut's aus. Hilft nicht. Ach so, die draufhauen kann ich schon. Ach so ist das. Ich habe verstanden. Wie stark ist unser Wolf gleich wieder? Kann ich mal irgendwie... Ja, okay. Heute schon mein Maul, ich kann mir die Karten noch schauen. 3-2. Wie stark ist sein Wolf schon? Auch 3-2. Chemie in meiner Runden zuerst dran. Wenn ich jetzt das Orchkatzel spiele, legen Wolf hin, nächste Runde ist sein Wolf tot. Schnappschildkröten haut sowieso auf ihn. Die hätten wir auch nach links an den anderen Stumpf bauen sollen. Ja, das haben wir. Oh mein Gott. Das ist gerade mit der Anfang. Hab's schon verstanden, Alter. Wir kommen zum Kartendeck um. Ich möchte da jetzt... Ah ja. Orchkatzel scharf. Orchkatzel. Orchkatzel ist eigentlich wurscht, wo hier, wenn wir das opfern. Wolf. Zack. Zack. Wolf daher. Wolf, Fass. Natter hat einen Infekt, beziehungsweise einen Affekt wahrscheinlich, oder einen Effekt besser gesagt, ja, mit der müssen wir mal durchkommen. Die Frage ist, wenn wir die Natter jetzt noch hinter den Stumpf stellen, also bin ich jetzt eigentlich instant noch mit dran, hat er ja nichts zum tun, oder was? Ja, Bruder. Aber die braucht 2 Opfergaben. Das heißt, wir holen uns jetzt mal wieder das Orchkatzel zurück. Oder nehmen wir uns eine neue Karten. Ja, neue Karten ist mit höherer Wahrscheinlichkeit kein Orchkatzel. Wir brauchen ein Orchkatzel. Gib das Orchkatzel her. Das platzieren wir dabei schon mal. Opfergabe 1, wenn es passiert. Natter. Jetzt kann man eigentlich killen, oder? Das mag ich jetzt ausprobieren. Weil wenn ich jetzt da meinen Wolf und meine Schildkröten opfert und den Natter dann da platziert, dass er zu einem durchkommt, dann ist er instant tot, oder? Das mag ich jetzt wissen. Das ist vielleicht ein bisschen ein gewagter Move. Aber... Okay, so war es dann offensichtlich nicht. Der Natter bringt noch andere Viecher vor mir um. Nicht gleich einen kompletten Gegner. Okay, hätte ich mir auch Dinge erkennen, das war vielleicht ein bisschen zu OP. Ja, ist ja wurscht, wir haben immer noch strong. Sehr strong sogar. Was nehmen? Eigentlich müssen wir nur ein Orchkatzel nehmen zum da hin platzieren. Hoffen, dass er nichts tut. Nächste Karten eine Karten ziehen. Hoffen, dass das so nicht ist für 2 Opfergaben und dann weiter zuhauen. Machen wir. Bauen wir eine Blockarmee auf da. Fass! Nee, du hier tut nichts mehr! Eine Kartenausgabe, du Kacknuber, was? Was haben wir da? Ja, der Wolf schon her. Machen wir diesen und dann haben wir den Wolf da her. Oder muss ich den Stumpf da wegmachen? Den muss ich ja nicht wegmachen. Schau hier! Runter mit dir, scheiß Land gewinnst! Ja, das war mir du alles verstanden. Das ist beim richtigen Gespräch wahrscheinlich, was ich sehe. Du gewannst, gibt's das Wort, du gewannst. Ich kenn bloß den Fettwanst, nicht den Gewannst. Du gewannst die Oberhand und reisest weiter über das nunmehr blutbefleckte Gelände. Oh mein Gott. Wie lange spielen wir jetzt? 10 Minuten? Viertelstunde? Du hast gewonnen.
Oh mein Gott, ich rieche sofort, was da süchtig macht. Oh mein Gott. So, nächster Abschnitt. Was ist das? Das ist wieder 2 Weggefährten, die ich finde. Schleich dich, du Gewanst! Was haben wir da? Mein Deck wird erweitert? Okay. Für alle, die die Kartenspiele gar nicht kennen. Ich bin jetzt auch kein großer Kartenspieler, nicht? Ja, ich hab vor 1000 Jahren mal Magic gespielt, ein bisschen Yu-Gi-Oh! Und ein bisschen Hearthstone und diese Geschichten halt. Das Deck ist mein Kartendeck, ist ja klar. Und am Anfang habe ich nur 2 so Pimmelkarten, wie zum Beispiel das Ohrkatzel und ein Wolf und die Schildkröten und vorher die Natter ausgewählt und dann habe ich halt die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine neue Karten ziehe, dass eine von diesen Karten kommt. Die Frage ist, wie viele solche Karten das ich habe. Und was mich auch noch ein bisschen wundert, ist, dass der Gegner, das hat er später dann mit Sicherheit, ich meine, das ist der erste Kampfgewinn, ich kann ja meine geopferten Viecher wiederbringen. Wieso kann er das nicht? Hat er Viecher geopfert? Kann ich gestorbene Viecher auch wiederbringen? Oder nur geopferte? Wahrscheinlich nur geopferte. Sagen wir, ein Wolfsjunges, das ist auch sehr stark, der wird über Zeit stärker. Und wen haben wir da? Oh, der Speer. Lemmy Winks, du musst den Sperlingskönig finden. Lemmy Winks, oh Lemmy Winks. Der bescheidene Sperling. Eine günstige, wenn auch schwache fliegende Kreatur. Fliegend finde ich eigentlich gar nicht so stark. Der macht maximal einen Schaden, ja, weil er einmal über die gegnerische Kreatur direkt oben drüber haut. Hat aber auch 2 Leben. Kann aber trotzdem getroffen werden. Also so krass sind die fliegenden Viecher nicht. Aber der Wolf ist jetzt auch nicht so krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann nehmen wir lieber die Option der fliegenden Dingsbums. Ist 1:1 wie Uno. Das da. Das ist das einzige Kartenspiel, glaube ich, das in meinem Leben vor 30 Jahren gespielt habe, wo man denkt, so, was soll denn die Scheiße eigentlich? Uno habe ich nie gespielt. Sperling, wir nehmen Sperling. Schöne Option, diese Karte. Nehmen wir. Fliegende Option, nehmen wir mal. So, was ist das? Das Symbol, glaube ich, haben wir noch gar nicht gehabt. Das stinkt nach Bossen, da kriegen wir wieder neue Karten. Und dann gibt es Wegabzweigungen, das ist dann das Roguelike im Element. Wenn du stirbst, geht es wieder von vorn los und jeder Durchgang ist anders. Hast mal Glück, hast mal Pech mit dem Deckbild. Oh mein Gott. Richtig geile Idee eigentlich. Gibt's. Warum? Ist das einzige Spiel seiner Art, das so ist? Kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Gehen wir umschauen, was passiert. Was da los? Du stießest. Du kannst Deutsch nicht. Kann über den Baumstumpf fliegen. Das macht eigentlich nur Sinn. Ja, ich meine, ist ja Sperling. Dann ist die Karte natürlich schon stark. Du stießest auf ein paar seltsame Steine im Nebel. Okay. Was haben wir da? Du sahst dich veranlasst, ein würdiges Opfer zu wählen. Eines, das für immer verloren wäre. Jetzt kann ich Karten dauerhaft aus dem Deck entfernen, oder was? Den Sperling oder die Natter? Dann nehme ich... Den Sperling habe ich gerade gekriegt. Nimm ich lieber die Natter. Und dann? Du hast deine Menagerie gemustert und einen gesunden Wirt ausgewählt. Das heißt, ich kriege in mein Deck eine zusätzliche von den Karten, nehme ich mal an. Ich finde eigentlich ziemlich geil, dass das Weasel, ich sage jetzt einfach Weasel, dass er so wie redet mit mir. Das Weasel ist eigentlich auch stark. Hat 3 Leben, macht bloß einen Schaden, aber 3 Leben sind stark für das, dass es bloß eine Opferung braucht. Aber der Wolf, das Spielchen mit dem Ohrkatzel und so, das ist immer, wenn wir vom Start kein Ohrkatzel nicht haben, haben wir wieder gefickt. Was nehmen? Ich weiß es auch nicht. Schildkröten ist auch geil. Ein 6er Tank ist schon strong. Da kannst du einfach mal einen Baumstumpf in die Weggeschichte einpflanzen. Vielleicht aber auch einen zweiten Sperling. Aber wenn er sagt, wähl mich, es scheint mir eine besondere Karte zu sein, nehmen wir mit die. Und jetzt? Mit drücken. Welche Ehre! Oh. Ein grausiges Spektakel. Doch die Seele der Karte Natter. Oh. In der Karte Hermelin. Du kannst da Karten fusionieren mit den Effekten. Interessante Mechanik. Mein Hirn rendert sich gerade so ein bisschen zusammen, nicht wundern, was soll es für Möglichkeiten dabei rauskommen. Das ist ja utopisch.
Das heißt, du kannst zum Beispiel auch die Fähigkeit vom Wolfsjungen, dass das eine Runde lang oder 2 Runden lang jetzt mal ein bisschen stärker wird, auf die Schnappschildkröte übertragen. Zum Beispiel. Oder die Flugfähigkeit auf die Schnappschildkröte übertragen, sag ich das richtig. Aber wie die Schnappschildkröten dann fliegt, weiß ich nicht. Ja gut, vielleicht sauft es noch 6 Obstler oder so, dann fliegt ja jeder. Coole Mechanik. Okay. Ich seh schon. Ich riech's schon aus, was da geschlagen hat. Das war für einen Sperling besser gewesen. Das mit Instakill. Aber der fliegt ja immer drüber und attackiert einen gegnerischen Spieler direkt nicht das Viech. Damit geht ja der Nattern-Effekt geht ja dann verloren. Oder? Weil auf den gegnerischen Spieler bringt er ja nichts. Gehen wir weiter, schauen wir, was passiert. So, kommt jetzt ein Boss oder. Oh mein Gott. Sieh dir mein Totem an. Es überträgt das Siegel flugfähig auf meine hundeartig Karten. Okay, ich verstehe. Er hat quasi so Buffs im Prinzip. Was haben wir da? Er ist völlig verkackt, habe ich gelesen. Das siehst du ja, oder? Kümmert sich nicht um die Regeln. Wirklich erbärmlich. Genug! So geil. Behält mich nur, um mich leiden zu sehen. Was? Wie leidend? Was laberst du? Was schlaberst du? Wieso kann jetzt er da 2 Karten spielen? Der Coyote, der fliegt mit 2 Damage und Fledermaus, die fliegt mit 2 Damage. Bist du vollkommen besoffen oder was? Wieso muss denn er keine Sachen opfern? Du Aff-Typ! Ich hab bloß eine Orchkatzel, müssen wir das Not-Orchkatzel nehmen, das hilft uns alles nichts. Was nehmen? Was? Da müssen wir irgendwas in den Weg sehen, da müssen wir die Schnappschildkröte auf eine Seite setzen. Warte mal. Da brauchen wir das Not-Orchkatzel, das hilft uns nicht. Okay, wir haben auch immer noch Orchkatzel. Du hast Orchkatzel. Du ein kleines Orchkatzel, den wir gleich lang machen. Den wir so. Dann nehmen wir. Die werden sowieso geopfert. Und dann platzieren wir mal die Schnappschildkröte. Ja, einen können wir blocken. Die Frage ist, wen blocken wir? Wenn wir da schauen, beide machen 2 Schaden, beide fliegen. Wir können überhaupt gar keinen blocken! Fliegt er drüber! Oder? Brauchen wir einen Wolf. Wie viel Leben haben die? 1. Dann müssen wir irgendwo da links oder rechts einen Wolf setzen, der dann das Viech killt. Wir müssen die Viecher vom Tisch kriegen. Das ist das Allerwichtigste. Nehmen wir einen Wolf. Machen 2 Schaden. Nein, der Wolf stirbt, wenn das Viech drauf hat. Und der Hermelin überlebt, weil er 3 Leben hat. Zurück aufs Brett! Okay, zurück aus. Gehen wir nochmal. Kann ich nicht eine Karten ziehen? In der ersten Runde kannst du keine Karten. Achso, ja, stimmt. Das Viech haut nicht drauf, es fliegt. So absolut richtig. Wieso ist jetzt der scheiß Coyote nicht gestorben? Hä? Der Coyote hat doch den Insta-Kill-Buff. Warum haben wir jetzt hier nur ein Leben? What? Es war noch nicht auf dem Fade. Hä? Weil er noch nicht auf dem Fade war, bin ich jetzt behindert oder was? Er hat noch nicht gespielt gehabt. Ach, das ist bloß, was er im nächsten Zug macht. Ja, aber trotzdem hat doch mein Hermelin gerade auf die Karten draufgehaut. Sonst hätte er der... Oder bin ich... Ach, wir haben einen Gegner gehaut, nicht Karten. Das hat bloß so ausgeschaut. Okay, bin ich schon stark. Okay, mein Totem hat meinem Kojoten die Gabe des Fluges gewährt. Ja, das kassieren wir gleich mal 4 Damage, Alter. Au! Sackelzement! Ja, Orchkatzel! Schwarz! Spulen!
Wolf! Wolf! Hierhin! Fass! Okay, da kommt der Wolfsjunge, das habe ich schon gesehen. Oh, jetzt kann ich noch mal was machen. Nehmen wir was zum Opfern. Ja, jetzt passen wir an. Jetzt kommt der Speedrun. Machen wir eine Katzel hergeschissen. So, wir machen wir jetzt gleich mal Schaden, damit die Waage wieder ein bisschen in die geht. Hab ich schon umrissen. Wie viel Schaden macht denn der Teil wieder um? Einen. Ah, der fliegt wieder um mich, ist ja wurscht. Solange wir mir jede Runde mehr Damage machen als der Gegner, ist ja alles cool. Das ist auch eine geile Mechanik eigentlich. Das mit der Waage ist eine richtig geile Idee. Das ist eine richtig geile Idee, weil es irgendwie wurscht ist, wie viel Schaden das ich schon kassiert habe und nicht im Prinzip kein Lebensleisten habe, sondern im Prinzip habe ich Lifestyle. Wie gut ist das? Wer zur Hölle hat sich denn das einfallen lassen, Mann? Ja, gib ihm! Schön, jetzt geht... Das ist absolut Genius, Alter. Du bist 4 Schaden vom Sieg entfernt. Ja, das ist mir schon klar, aber jetzt kassiere ich ja gleich wieder einen. Dann geht das wieder zurück. Das ist ja völlig... Das ist eine geile Nummer. Das ist eine geile Idee. So. Jetzt ist die Frage, was wir denn... Holen wir uns... Ich glaube, wir holen uns noch mehr Ohrkatzel, damit wir in der nächsten Runde 2 Opfergaben haben. Weil mit einem Ohrkatzel können wir jetzt nichts anfangen, das hat keine Attacke nicht. Ja, hat da 0. Ob das da jetzt schon liegt oder in der nächsten Runde, ist scheißegal. Entweder so oder so, rum ist eigentlich wurscht. Nimm das Ohrkatzel, stellen wir das Ohrkatzel hin, je nachdem was er spielt, vielleicht können wir was blocken. Ach Schmarre, das geht ja alles in einem Zug. Aufs Maul kannst du, du Trottel! Ja, hier, gib ihm! Ja, da kommt der Coyote. Mr. Coyote. Das muss ich nur in mein Hirn ein bisschen einbrennen, dass natürlich alles in einem Zug geht und nicht bloß eine Karten, ein Kartenspiel, Zug beendet, sondern das geht ja alles, was ich auf der Bratzen habe, kann man machen. Ja, nehmen wir gleich wieder Ohrkatzel. Ja, mit dem Ohrkatzel, Scheiß! Gib ihm! Und was das da soll, der fliegt eh drüber, ist scheißegal, Alter. Hat sie mir aufs Maul? Alter. Unglaublich coole Mechanik. Beeindruckend. Vielleicht überstehst du diese Tortur ja doch. Klopfer auf Holz. Das ist kein Holz, muss ich von unten warten. Oh, passt. Oh, jetzt können wir wieder neue Karten. Oh, was ist das da hinten? Oh, da kann man. Ja. Da muss ich mich entscheiden. Was? Scheiße, was war jetzt das? Also, wir kriegen neue Karten. Stachelschwein! Das war für mich auch schon wie ein Igel, oder? 1, 2. Das störrische Stachelschwein. Spitze Stacheln erwarten alle, die einen Angriff auf es wagen. Das hat quasi Spell Reflect. Dornenschaden. Für das hat es mir aber ein bisschen zu wenig Leben. Und macht wahrscheinlich dann beim Zurückhauen, also wenn es Schaden kriegt, haut es zurück, direkt. Das ist das, was ich vorher fragen wollte, ob das die Viecher automatisch deren. Deren es nicht automatisch, sondern nur, wenn sie den Effekt Dornen haben. Die Schnappschildkröten mit dem Effekt, Alter. Okay, bis dahin. Was haben wir noch? Schon wieder Sperling! So einen hab ich schon. Warum ist jetzt da ein kleines Kondom? Ja. Zwergenkondom? Weiß ich nicht. Was haben wir da? Nochmal eine Schnappschildkröte. Die zähe Schnappschildkröte eine nahezu unüberwindliche Verteidigung. Das stimmt nicht! Da fliegt der Sperling einfach drüber und scheißt dir auf den Kopf. Auf die Half-Shell. Shit on my Half-Shell. Ja, dann nehmen wir Igel! Was bedeutet das? Was bedeutet denn das? Aber weil ich die Karten schon hab, kann ich die dann trotzdem nochmal nehmen? Nö. Das ist ein Pilz. Das ist mir schon klar, dass er Schwammerl ist. Außerdem, wer schreibt denn freiwillig Pilz, Alter? Nehmen wir natürlich, nehmen wir Stachelsau. Und später, wenn wir nochmal so einen Schrein kriegen, dann fusionieren wir die Stachelschildkröten, machen wir Stachelschnapsschildkröten. Aber ich kann da nochmal die Karten da nehmen. Das ist bloß der Hinweis, die habe ich schon. Okay. Dann habe ich halt dann ist die Wahrscheinlichkeit halt her, wenn ich in mein Deck eingelange oder nicht das Ohrkatzel wieder beschwöre, dass halt öfter die Schnapsschildkröten können. Ne? Gut, geil! Kann man das gegen andere Spieler auch spielen? Interessante Frage, weiß ich vielleicht gar nicht. Warte mal schnell.
Muss ich schnell auf Steam schauen. Warte. Shop. Übrigens, ganz furchtbar Wichtigkeit. Bei mir ist halt schon zweimal das Internet abgehackt. Wenn ich auf einmal mittendrin im Stream weg bin, dann komme ich nochmal. Okay? So. Inscription. Kostet übrigens einen 20er, wenn es interessiert. Ich habe es gekauft für 8, war im Steam Sale. Ich glaube, gibt es aber auch für 8 Euro auf MMOGA oder so. Hat das einen Multiplayer? Nein, ist nur Einzelspieler. Wundert mich ein wenig. Wundert mich ein bisschen, dass das bloß Singleplayer gibt. Wundert mich aber auch so ein bisschen nicht, weil es ist ja die grundlegende Mechanik dahinter, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, wir spielen jetzt seit 20 Minuten oder so, ist ja der Weg, den du durchschreitest, macht ja dein Deck. Ja, und je nachdem, was du auswählst und so weiter, hast du mal Glück, hast du mal Pech, triffst eine gute Entscheidung, triffst eine Scheißentscheidung. Und desto krasser wird das Deck. Und was ich da jetzt aussehe, ich mache auf alle Fälle das Stachelschwein und später, wenn wir es zusammenbringen, fusionieren wir das Stachelschwein mit der Schnapsschildkröten und rein ins Kehrblech. So. Easy. Und jetzt hätten wir nämlich auch schon die Möglichkeit, dass wir es fusionieren. Mich würde aber auch interessieren, was das Lagerfeuer ist. Ja, im ersten Durchgang machen wir das Lagerfeuer. Ja, ich möchte wissen, was das ist. Was kann das? Okay. Du trafst auf eine kleine Gruppe von Überlebenden. In was für einem Szenario sind wir denn hier eigentlich überhaupt? Wir haben im Wald. Oder wird da einfach irgendeine Geschichte erzählt? Oder was ist das? Es macht übrigens einen sehr cozy. Das ist kein Horror oder Grusel. Ich nenne es jetzt auch mal cozy Grusel. Cozy Grusel. So, was kennen die? Mit vom Hunger ausgezehrten Gesichtern drängten sie sich um ein Lagerfeuer. Wir haben alle einen Speer, die haben sich gebissen. Sie blickten zu deiner Kreaturenschar und winkten dich herbei. Komm, wärme eine deiner Kreaturen am Feuer, sagte einer. Wärme sie am Feuer, das wird ihre Kraft steigern, sagte eine andere. Dir fiel auf, wie sich einer der Überlebenden Sabber vom Mund wischte. Wie beißt der Stiegel aus? Ne? Okay, der Hermelin sagt, warum redet denn eigentlich bloß der Hermelin und warum ist nur der Hermelin animiert? Ja, der bewegt sich ja so leicht. Du stärkst deine Karten mit. Ja, das habe ich schon verstanden. Die Frage ist, was passiert, was heißt das Symbol da? Dem traue ich noch nicht ganz. Es kriegt ja plus einen Schaden, oder? Das Ding. Aber was tut das? Das kommt noch. Die haben Hunger. Das kommt noch, warum die Karte redet. Okay. Ist nicht schlimm. Erfährst noch, der Hermelin ist besoffen. Das glaube ich auch. Ich aber auch ein bisschen. Also, ich darf jetzt halt fast sagen, wir buffen mal unser Schnapsschildkröten wie die Sau, weil das eine einfach eine schöne, starke Karten ist. Da die sagen. Weil der Hermelin eigentlich Knierscheiben? Das ist die allerwichtigste Frage. Ich buff jetzt einfach die Schildkröten. Das darf jetzt einfach mal so machen, rein das Ding und dann plus. Und dann kriegt es plus einen Schaden. Dauerhaft, nehme ich an. Das wärmende Feuer steigert die Kraft der Karte Schnapsschildkröten. Einer der Überlebenden streckte die Hand nach der Kreatur. Also, nee, jetzt irgendeinen komischen Scheiß mal. Jemand anders knirschte mit den Zähnen. Ohne ein weiteres Wort zogst du deine Kreatur vom Feuer weg und gingst fort. Okay. Okay. Interesting. Also da haben wir jetzt quasi, deswegen ist der Weg so wichtig, wir haben da jetzt die Entscheidung getroffen, oder später wisst man ja, was das Lagerfeuer tut. Musst einfach die Entscheidung treffen, okay, fusioniere jetzt zwei Karten mit dem Effekt auf eine andere, oder mache ich einfach eine Karten blind stärker. Gibt es wahrscheinlich dann später auch noch, da machen wir noch einen Rucksack und da machen wir noch mehr Lagerfeuer, dann nehme ich lieber, was nehme ich da dann? Das Lagerfeuer. Buffen, Alter. Du stärkste Karten ausgespielt, die da ist. Und dann gibt es mit Sicherheit noch, was weiß ich sage jetzt einfach ein zweites Lagerfeuer, wo man die Verteidigung plus 1 machen kann oder so. Vielleicht, keine Ahnung. Schauen wir mal, was noch kommt. Jetzt kommt der nächste Kampf. Sofort kickt's. Ich sag das sofort auf der Stelle, kickt die Spirale. Ich glaube, ich hab's schon verstanden, was das süchtig macht. Ist eine richtig geile Spielidee. Richtig starke Spielidee. Heilige Scheiße, Alter. Wer denkt sich sowas aus, Mann? Grobe Tanne. Deine Mama ist eine grobe Tanne. Und zweimal grobe Tanne. Oh, der Gegner hat das nicht. Aber irgendwann bricht er da durch. Was hat er da? Der Sperling fliegt drüber. Der Grizzly, Alter. Bist du besoffen?
Birger, Musik ein bisschen leiser. Das können wir machen. Wenn ich da jetzt auf Escape drücke, was haben wir da? Warte mal. Das ist eigentlich ein lustiges System da. Musik können wir. Ich mach eins leiser, weil bis jetzt hat sich noch keiner beschwert lassen. Du. Wenn sich nur jemand beschwert, mach ich 2 leiser. Okay. Was heißt denn das da? Was ist das da? Deck verändern. Startbildschirm. Nein, das mach ich nicht! Escape. Okay. Große Tanne heißt es, mir wurscht, dieser grobe Tanne. Ja, grobe Tanne, meine Damen und Herren. So, Schnapp, müssen wir so ein Katzel speien, das hilft uns alles nichts. Und dann haben wir leider, dann haben wir das Stachelschwein. Wie viel Leben hat denn der Grizzly? Ach, der Grizzly ist ja nur noch. Was machen wir da? Der haut halt gleich mit 4 zu. Das ist der erste, den wir blocken müssen. Der Sperling, der kommt einfach eine Zeit lang durch. Das hilft uns. Den Sperling können wir gar nichts tun. Können wir irgendwie die. Kann ich mit der Zange die Karten nehmen, um ihn auf den Wagen legen? Kann ich das machen? Eine grobe Tanne blockt Flugeinheiten. Ja, okay, passt. Das heißt, ich habe 3 Runden Zeit, bis das Ding umfällt. Sehr schön. Macht eigentlich nur Sinn, ist ja eine große Tanne, ne? Eine große, ne? Sehr gut, sehr gut. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich dann schon gespannt, aber wir müssen irgendwie den Wolf da wegblocken. Den Bären da wegblocken. Und das da ich vorschlagen, wir opfern mal dazu unsere Stachelsau. Andere Möglichkeiten haben wir nicht, dann kriegt er nämlich gleich mal einen Schaden, wenn er draufhaut. Dann ist die Stachelsau aber weg. Nächste Runde, das ist ja. Ich darf halt gerne unser Schildkröten da hinpflanzen. Dann kriegen wir aber mindestens einmal von ihm Schaden. Ja, weil ich dann als Ohrkatzel, wenn ich das jetzt da herstelle, dann stirbt es einfach und nächste Runde kann ich es nicht opfern. Ich brauche 2 Opfergaben. Das heißt, wir kassieren uns jetzt einfach eine Runde lang den Bären-Damage. Machen wir so. Und legen wir die Stachelsau auf die linke Seite. Das heißt, er kriegt von uns auch, wie viel Schaden macht das Ding? 1 Damage, das heißt, haben wir dann 3 im Minus. 4 bringt er uns, 1 kriegt er zurück aus. Ist dann, das kriegen wir schon, das überleben wir schon. Mal Stachelsau hier hin. Ja, schauen wir mal, ob meine Tactics aufgehen. In den ersten Runden kann man nichts machen. Was kann ich mit der Zange tun? Die Zange ist nur, um dir einen kostenlosen Punkt zu bekommen. Okay, also es geht nur auf der Waage, wenn ich schon Schaden bekommen habe, dass ich einen Stor zu ihm umlege. Das heißt, ich krieg -1, er kriegt +1, im Prinzip kriege ich +2. Ja, das ist fucking genius. The fucking genius, Alter! Gib ihm! Haben wir zu? Das andere müssen wir kassieren. Der bringt nur einen Grizzly. Der bringt heute nur einen Grizzly! Hau jetzt ab mit deinem Grizzly! Du Fettsack! Müssen wir jetzt. Oh shit, oder was nehmen wir jetzt da? Vor allem. Muss ich kurz rechnen. Wenn ich hol mir das Ohrkatzel, leg's hin, opfert die beide. Stellt Schnappschildkröten hin, die beißt einmal zu, dann hat der Grizzly noch 4 Leben. Dann haut der Grizzly einmal zu, unser Schnappschildkröten lebt noch, hat noch 2. Schnappschildkröten haut nochmal zu, dann hat er noch 2 Leben. Bis dahin tue ich wieder das Ohrkatzel laufen, opfert die Schnappschildkröten, bevor es stirbt, inklusive was links steht, stehe ein Wolfi und kill den Grizzly. Bis dahin ist der Grizzly aber links. Oh, das wird zagen. Weiß nicht, ich weiß nicht. Das muss sie machen, die Eichkatzler. Ohrkatzel, Schwarz herhin. Ja, und der Sperling. Der Sperling ist auch nicht zu vergessen, denn in 3 Runden ist er auch durch. Ich kann natürlich auch einfach das Ohrkatzel da sterben lassen, jetzt 8 Runden lang. Und beten, dass ich noch eins krieg. Wie viele Ohrkatzel haben wir im Deck? Halt, stopp. Nein, mein Schildkröten killt nicht gleich. Weißt du, wie wir da hinsetzen müssen? Wir brauchen mal einen Sperling brauchen wir. Nein, der fliegt auch wieder drüber. Nein, Hermelin braucht man! Ja, Schnappschildkröten müssen wir hier, das hilft nicht. Das hilft nicht, wir müssen den Grizzlybären blocken, Alter, der macht 4 Damage, bist du besoffen. Da können wir nichts mehr tun.
Zeig Marie, du. Zeig Marie, du. Zeig Marie, ich weiß nicht, was wir jetzt da tun sind. Ich brauch Suchkatzel zum Grizzly-Blocken, es hilft nicht. Gib Suchkatzel Grizzly-Blocken, mehr kann ich nicht machen. Ich kann nicht mehr machen. Ich kann jetzt natürlich einen Wolf hernehmen, der hat aber bloß 3. Ja, das ist eine Zeige Marie. Und da kommt auch schon wieder einer daher. Das ist wieder der enge Geistervater. Kriegen wir mir da jetzt irgendeinen Schaden? Nein, eigentlich normalerweise nicht. Das geht nicht, Alter. Riecht nach Topf, ich riech's auch. Wie sollst du denn da durchkommen? Das ist Alter, da kommt der Mann rein. Geh, leg mir am Arsch! Wie soll denn das jetzt sein? Das ist doch Absicht, dass ich da stirb. Wie sollst du da durchkommen? Wie sollst du denn das aufhalten? Ich brauch, jetzt kann ich nur Katzenscheiße stellen. Also Ruhe, mein Zahnopfer den Nebel, sowieso ich. Einfach Pech gehabt mit den Karten, ohne Hermelin wird's nix. Aber selbst mit Hermelin. Selbst mit dem Hermelin. Ich kann jetzt nichts mehr aus der Sorgkatzel hinstellen. Selbst wenn ich jetzt da eine neue Karten gezogen hätte, ich muss ja immer ein Opfer am Tisch haben, damit ich die Karten überhaupt spielen kann. Ohne Sorgkatzel opfer ich nichts. Oh. Da ja, freilich schickst du nur mit 2 Grizzlies in neu, du Fettsack! Hey, komm, hör mir doch auf, du! Hör mir doch auf, du! Wird beschissen wird da! Beschissen bin ich da worden! Beschiss! Betrug! Hochstaplerei! Ich wurde sprichwörtlich über den Tisch gezogen! Kannst du nicht sagen, der quer in den Arsch schieben, du Huren! Der Grizzly hat einfach 4-6 ohne Opfer. Das ist das Letzte! Ich glaube, der Gegner braucht auch keine Opfer. Und dahinter auch noch 4 kommen. Ich sag's euch, ich glaube, das gehört so. Das ist ja unmöglich, da jetzt. Das ist ja unmöglich, oder? Ich sehe das schon richtig. Lerne daraus. Vielleicht kannst du nur so meine Enttäuschung in Grenzen halten. Jetzt halt mal dein Maul, jetzt chill mal, hallo? Steh auf. Verlass den Tisch. Hol mir den Kerzenleuchter vom Fass neben der Tür. Was? Wo? Was? Wie? Vom Fass neben der Tür? Bring ihn her. Was? Wie? Wo bist denn du? Okay. Und jetzt? Wo bring... Achso, da muss ich ihn hinbringen. Wo muss ich ihn hinbringen? Okay. Jetzt setz dich wieder. Kommt denn jetzt wieder? Lass mich dir etwas erklären. Das war einer der beiden Fehler, die du hier machen kannst. Wenn du einen weiteren begehst, muss ich dich opfern. Nein, mag nicht geopfert werden! Der ist Birger, komm gerade dazu, warum ist die Quali so schlecht? Hundal, was soll ich jetzt da? Sag. Hundal, was soll ich zu sehen? Was soll ich jetzt zu sehen? Die Fragen sagen? Du meinst mit Sicherheit nicht Videoauflösung. Ich glaube, er meint nicht die Videoqualität. Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Unheil. Sag mal selber jetzt. Gut, geil! Pro-Tipp an alle. Haben wir vor einer guten Jahr Kisten vom Bier gekauft und mich bis vor 3 Wochen geärgert, warum das so knistert und hart ist. Dabei war es Innenleben mit einer Folie eingebaggelt. Was ist denn heute? Alle, was ist denn heute? Haben wir heute alle das Hirn daheim lassen? Was ist denn mit euch? Hä? Sag! Warte, da hab ich ein Meme-Battle da. Heute alle im Chat so.
the fuck are you doing? What? Flip aus mit euch. Und ein paar Leute habe ich übersehen. Herr van hinten! Hermeline ist gleich Gattung Mustela. Homgnierscheim. Okay. Gut, dass wir das wissen. Dankeschön. Chris, merci wieder in Zwickel. Musi hat voll passt. Deri Lex, Deri zurück. Nummer der Gurtgeil. Kann man das gegen andere? Ja, das habe ich noch gelesen. Ich weiß nicht, was da heute wieder los ist. So! Wenn du einen weiteren begehst, muss ich dich opfern. Na, wir lassen uns nicht opfern. Der Mann wird geopfert. Also, wo waren wir? Okay, also man hat quasi ein Leben. Ein Leben, wo mit darf man versagen. So! Da kriegen wir jetzt. Scheiße, was war das gleich wieder? Da kriegen wir doch eine neue Karten. Was ist das da? Und da können wir Karten stärker machen, das ist ganz gut. Da paffen wir gleich nur mehr unsere Schnappschildkröten, die wird stark. Ja, aber wie soll ich sagen, die scheiß Schnappschildkröten, die braucht 2 Opfergaben, genauso wie der Wolf. Das ist ein bisschen. Wie wir wieder Pech haben. Ich hätte gerne nur eine Ohrkatzel, dass man immer 2 Ohrkatzel irgendwo umeinander opfern kann und so. Das Rucksack-Items. Was war der Rucksack, glaube ich? Ach, das waren die, genau, über das Notfall-Ohrkatzel und so. Das war schon mächtig. Das war schon mächtig. Die nehmen wir lieber mit. Sag ich dir, was ist? Wir nehmen die zwei Items mit. Das ist gescheiter. So, was haben wir da? Nochmal ein Wölfchen, den haben wir schon. Nochmal eine Stachelsau. Und nochmal eine Schnapsschildkröten. Was die haben wir da? Nehmen wir da nochmal eine Stachelschildkröten. Aber der wird wieder mit 8 Grizzlies daherkommen. Das ist das einzige, was aushält. Gibt Schnapsschildkröten. Achso, und das haben die Karten unique oder was? Das heißt, ich hab dann 2 Schnapsschildkrötenkarten, aber nur eine davon hat 2,6. Ich glaube, eine Stachelsau ist. Die ist schnell beschwört, weißt du schon? Ich hätte gerne ein Deck, das ist schnell spät. Ja, Ohrkatzel, neue Kreatur. Nur Ohrkatzel, neue Kreatur. Wenn er das nicht hinkriegt, dass er die verrammt, zack, nächste und nochmal eine neue Kreatur. Deswegen haben wir am Anfang eigentlich glaube ich, ist schlauer, glaube jetzt zumindest, was weiß ich schon, was schlau ist, mehr Kartenwahrscheinlichkeit zu haben mit einer Opfergabe. Am liebsten hätte ich ja nur einen zweiten Hermelin. Aber wir werden sehen. Stachelsau, den nehmen wir. This is the way. So, und da haben wir jetzt Dusel mit 28 Ohrkatzeln. Was haben wir da? Oh, auch nicht schlecht. Ein dicker Brocken kann gegen harte Brocken von Nutzen sein. Aha, Brocken versus Brocken. Zufälligerweise heißt meine Katze auch Katzbrocken. Ach so. Wähle eine. Ah, ist auch stark. Aber so eine Katze ist auch stark. Ah, Herr Franz, ich bin überhaupt nicht verwirrt. Wie rennt mir gerade Tactics zusammen? Special Tactics. Das Ding ist auch nicht schlecht, aber das macht jetzt das Kraut einfett. So, da kann man mit dem Felsbrocken und mit dem Eichhörnchen schon mehr anfangen. Aber das. Felsbrocken kannst du nicht opfern, by the way. Ja, um das geht's mir ja. Und das hat mir jetzt gerade beim Grizzlies Knackbruder. Gut, das hätte ich sowieso nicht geschafft. Aber mehr Opfergaben, desto gut. Nimm's Ohrkatzel. Du hast Ohrkatzel. Achso. Das ist schwarze Guss. Ihre Opferung bringt dir 3 Blut ein. Da hilft auch kein Meckern. Hä? Das ist quasi, als da immer schnell 3 Opfergaben herzaubern. Das ist ja voll OP, oder? Her mit dem Schund! Ein hiermit erzeugter Windstoß kann deine Kreaturen in die Lüfte heben, wenn auch nur für eine Runde. Oh, das ist auch stark. Oh, auch stark. Nehmen. Verschwindet. Ich habe ja nur eine Zange übrig, gerade von den Items vorher, das verschwindet alles, oder? Oh nein, dann nehme ich. Oh, da ist da, aber Gas ist stärker. Gas ist so. Ist wie ein Cooldown. Wie ein Cooldown in WoW. Oder Züg Death Cooldown! Nehmen wir Gas, Alter, das ist so gut. Das ist sauber stark. Da du mit 3 Gegenständen schon schwer genug bepackt warst, zogst du weiter. Aber jetzt sagt, das stinkt nach Boss. Das stinkt nach Bossfight, Alter, da bin ich gespannt. Ja, den fehlen wir mit der Gas. Dreimal spieß mir um. Hat er nicht gesagt. Mach ihn. Vorsicht nicht. Oh no. Nein, hast du zu hart 2 Leben. Okay, leg mal wo. Jetzt wird's aber finster. Die Bäume schienen näher an dich heranzurücken, als ein frostiger Nebel niederwallte. In der Ferne konntest du das Klirren von Metall auf Stein vernehmen. Eine gebeugte Gestalt stand dir im Weg.
Es war der Goldsucher. Ich glaube, der ist auf LSD. Bin mir nicht sicher. Vielleicht hat er LSD mit ein bisschen Heroin gemischt. Ich hab keine Ahnung. Ein Bicki oder... Was macht Packmulli? Was ist das? Was ist das? Er ist im Goldrausch. Das ist absolut richtig. Achso, Rechtsklick. Schau her. Mr. Ma, Exites! Jetzt liegt noch, so ein guter Tipp schon, ja? Sprinter. Wenn der Besitzer seinen Zug beendet, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich in die auf dem Siegel angegebene Richtung. Was ist dann mit dem Kojoten? Was passiert? Also, nochmal. Nochmal von vorn. Wenn der Besitzer seinen Zug beendet, also er, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich in die auf dem Siegel angegebene Richtung. Ja, Max, ich denke mir schon, das war wahrscheinlich der erste Tipp für meine Idiotenfragen, aber es war jetzt das erste Mal, dass ich es gelesen habe. Entschuldigung. Angenommen, da ist der Coyote, dann bewegt er sich wahrscheinlich einfach nicht. Oder killt er den dann? Wahrscheinlich nicht. Weil ja Krampf. Haben wir die Stachelsau. Das Ding hat ein Leben. Werden wir so Stachelsau opfern. Sag ich dir, was ist? Stachelsau opfern. Seine Viecher gleich mit dezimieren, damit er Ruhe ist. Und den Affen da, der haut eh nicht zu, das ist mir wurscht. Der soll jetzt einen Brocken um mich rutschen, das ist mir wurscht. Packmulli bewegt sich wegen Coyote nicht, okay. Ja, probieren wir einfach mal. Learn it the hard way. Die haben einen Ohrkatzel-Schorz, die haben irgendwo hin, das ist wurscht, der wird eh gleich geopfert. Und dann der wir einen Stachelschorz, den der wir her. Machen wir so. So. Man kann natürlich auch gleich sehr radikal vorgehen. Sollen wir radikal sein? Wir schauen mal aus, sind wir radikal? Sollen wir gleich hier volle Kanone, voll rein ins Kehrblech? Du weißt ja, was es ist. Das war vielleicht ein wenig übertrieben. Ich kann mir nämlich jetzt einfach die Gors holen. Oder zumindest das Ohrkatzel. Schwierig. Harakiri. Oh, okay, verstehe schon. Der hat 2 Leben. Ja, ist ja wurscht. Deswegen, so schnell wie möglich rein. Jeder sagt, nein, radikal, Vollgas, rein da. Jetzt aber gleich rein da. Dann der wir zumindest, fangen wir klar an. Die 3 Blut heben wir uns noch auf, das war jetzt narrisch. Machen wir so. Machen wir so. Und holen wir noch unseren Sperlingsmann. So, dann ist die Frage, den können wir eigentlich da hier setzen, ganz gemütlich, gell? Weil der haut ja über den Muli drüber, solange der Coyote noch lebt. Ja, so machen wir das. Ja, und nächste Runden können wir mit Glück, nein, können wir nicht. Können wir nicht, ja, weißt schon. Zack, zack! Und jetzt sind die Karten auch gesperrt, ja, ich verstehe schon. Wieso lebt denn meine Stachelsau noch? Eine schmerzhafte Vergeltung. Achso, es ist schon gestorben, ja gut, passt schon. Was macht das Muli? Das verstehe ich nicht ganz, aber das ist mir wurscht. Wir nehmen das Nachkatzelschorz, glaube ich. Ich meine, ich kann halt nichts beschwören, gell? Aber ich kann zumindest den Kojoten damit wegblocken. Ja, das Nachkatzel, das ist scheiß wurscht. Das ist wurscht, das blocken wir da her. So, das ist der Schlang, das ist mir wurscht. Hau rein. Ah, gib mir einen Gabel mit! Sau die um! Ach, das Ding rutscht umeinander. Nach links und rechts, wie sie haben. Okay, ich verstehe, was der mal jetzt da. Ja, jetzt wird's halt eng, weil ich die ganze Zeit den scheiß Wolf da blocken muss. Was eigentlich wurscht ist. Nein, ist eigentlich nicht. Und früher oder später muss ich die Gors opfern, weil ich aus dieser Loop nie wieder rauskomme. Blockt man nur rum, weil es wurscht ist, das ist ein kostenloser Schaden für ihn. Scheiß Muli macht ja eh nichts. Oder? Ja. Schau mal unter das Muli. Was ist denn unter dem Muli? Was ist unter dem Muli? Was ist denn unter dem Muli? Wir können da unter das Muli schauen, was ist denn da? Was heißt denn das? Was heißt denn das? Mag ich es überhaupt wissen? Schau zu, dass du den Muli tötest. Aha, ich verstehe. Ich hab irgendwie das Gefühl, der hat nichts Gutes, ne? Ja, stopp mal, ist ein Packmuli. Ach, ich muss den Muli killen, damit...
mir jetzt aber nichts helfen. Ich block den jetzt nochmal weg. Damit wir dann seinen Damage kassieren können, ohne dass wir runter... Ja, da liegt was drunter. Hab ich jetzt nicht aufgepasst, sag ich der Freiwillige, es war jetzt einfach wieder mal an mir vorbeigegangen. Aber für was habe ich den Chat? Der soll ja auch mal 5 Minuten aufpassen in seinem Leben. Draufdrosch. Was passiert jetzt mit dem Kojoten, wenn das Muli da ist? Hoffentlich hast du nicht geglaubt, es würde so leicht sein. Nein, um ehrlich zu sein, habe ich das nicht geglaubt. Wahrscheinlich bist du jetzt in Phase 2 und da geht der Enrage, der Huren. Es ist Gold in diesen Karten. Gold! Ich bin auf Gold gestoßen! Was war denn das? Der Bluthund. Was kann das? Beschützer. Wenn eine gegnerische Kreatur gegenüber von einem leeren Feld platziert wird, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich auf dieses leere Feld. Das heißt im Prinzip, wenn ich jetzt denke, der rutscht jetzt 4er, ich kill den Packmuli, dann rutscht der an sein Steh hin. Alter, das wird immer komplizierter. Kruzifix, ich bin noch 100 Jahre alt, das verstehe ich nicht mehr. Jetzt kann ich aber auch nichts mehr. Kann ich so eine Goldscheiße da opfern? Oh Gott! Ich sag das jetzt, wie es ist. Jetzt müssen wir radikal werden. Da müssen wir uns ringen. Das Wort sag ich jetzt lieber nicht, weil sonst wird der Stream geclaimed. Disieren? Es wird noch schlimmer. Ja, das ist mir schon klar. Das ist ja das, warum ich so... Oh Gott! Ich mag's gar nicht wissen. Ich nehme jetzt das. Damit wir mal, ja, Optionen. Verstehst? Dann tut er mal die Gas her. Tu die Gas her. Schwarze Ziel. Ah, die kostet auch schon eine Opferung. Oh no! Ah! Da hab ich gewusst. Da hab ich nicht gewusst. Ich meine, es gibt mir einfach so 3 Blut. Ich muss sie opfern. Ja, die macht ja nur Sinn. Macht ja nur Sinn, du Depp. Ja, wird nicht helfen. Wird schon passen. So, Ohrkatzelscheiß. Macht 2 Schaden. Macht 1 Schaden. Das heißt, Ohrkatzel, Stachelsau daher. Schaden vom Hund kassieren. Müssen wir leben damit. Ich sollte vielleicht auch mal in die Kamera wieder reinrutschen. Okay, jetzt passen wir auf, muss ich nachdenken. Das haben wir mal das Ohrkatzel, das haben wir jetzt mal daher. Stachelsau. Ohrkatzel weg, Stachelsau dahin. Und die Gaudi mal noch so belassen, wie sie ist. Nächste Runde wieder Ohrkatzel, dann Ziege, dann Wolf. Und dann auf den Muli. Wieder Schaden von ihm kassieren. Mit der Zange einen umlegen und schauen, dass wir es überleben. That's the plan. Ah, halt! Mein Viech haut ja noch zu! Ah! Ja gut, das müssen wir noch ein paar Mal da machen, das weiß ich selbst. Das machen wir jetzt so. Jetzt mir kein Maft, jetzt tust du mal. Wenn ich 3 Blut herbeschwöre. Wenn ich 3 Blut herbeschwöre in meiner Runde, durch die Ziege jetzt, und ich leg dann den Wolf hin, der nur 2 Blut braucht, habe ich das eine Blut, das übrig bleibt, dann in der nächsten Runde noch? Oder ist es nach meiner Beendigung des Zugs weg? Aber das ist gleich 2 rausgebracht, Ohrkatzel, dann Ziege, dann Wolf und Stachelschwein. Nein, ist weg. Okay, ja, das ist wichtig zum Wissen. Es ist, ja, Gors, also Ohrkatzel, Gors, Wolf. Ist aber eigentlich Schwachsinn. Weil wir ein Blut verschenken. Jetzt müssen wir eigentlich hoffen, sich eine Karten zum ziehen, wo wir bloß ein Blut brauchen. Und dann in der nächsten Runde holen wir mit der Gors einen Wolf und das andere mit einem Blut. Wolf kann Bluthund töten. Ja, das habe ich schon gecheckt.
Ich überleg bloß, dass in der nächsten Runde, dass dann sein Scheiß alles weg ist und dann kämen so richtig. Das eine Blut ist egal, meinst du wirklich? Ja, das sind verschwendete Ressourcen. In Strategiespielen verschwendet man Ressourcen nie. That's dumb shit. Theoretisch kann ich nämlich auch die Stachelsau opfern. Du verschenkst nichts. Ja, ist ewig. Wie was? Nein! Was denn? Natürlich verschenke ich ein Blut. Die Gars, wenn ich opfert, habe ich 3 Blut, der Wolf kostet 2, bleibt 1 übrig und das verschwindet dann. Der Bluthund zerhaut die. Ich werde dir nicht erlauben, meine Karte auszuspielen. Was? Achso, erst noch nicht ziehen. Du kannst nicht 2 Karten holen. Du hast noch keine Karte mit 3 Blut. Na, habe ich das schon richtig verstanden. Lies mir vielleicht erst einmal. Würdiges Opfer. Eine Karte mit diesem Siegel bringt beim Opfern 3 statt 1 Blut ein. Das meine ich ja. Ich glaube, ich bin da, glaube ich, 2, 3 Züge voraus, was ich gerade vor mir her sabbelt. Das ist ein bisschen schwierig zu mir erklären, was ich jetzt da möchte, ist. Ich nehme mir jetzt eine sehende Karten. Nee, das Orchkatzel. Ich opfere in dieser Runde nicht die Ziege, damit ich 3 Blut kriege, mit dem ich was beschwören kann. 3 Opferblut, sagen wir so. Und spiele dann den Wolf daher. Denn ich kassiere mir den Schaden in dieser Runde jetzt noch von dem Wolf. Ich ziehe die Karten, das ist ein bisschen ein Glücksspiel jetzt. Ja, das ist so risikobehaftet. Und hoffe, dass ich aus dem Ding da entweder die Schildkröten oder ein Hermelin ausziehe, beziehungsweise eigentlich nur ein Hermelin oder ein Sperling, so, der ein Opferblut braucht zum Beschwören. Du kannst 3 Blut für eine Karte benutzen. Ach so. Ja, das ist natürlich eine Spielmechanik, das habe ich natürlich nicht gewusst. Ich habe eigentlich gemeint, ja gut, ja dann macht's natürlich, dann ist natürlich wurscht. Jetzt habe ich euch verstanden. Das heißt, ich habe dann auf der rechten Seite da 3 Blut, ich beschwöre 1 Karten, alles Blut weg. Du kannst nur ein Monster mit bis zu 3 Blut opfern, nicht 2 Blut und dann 1 Blut. Ja, okay, das habe ich nicht gewusst. Ja, okay. Ja gut, dann brauchen wir gar nicht so lange umeinander zipfen. Das sagt der wie es ist, dann nehmen wir Stachelsau, lassen wir stehen. Dann nehmen wir so ein Katzel Schwarz, das ist wurscht, wo man den nimmt. So habe ich eigentlich gemeint, macht er erst, wenn ein Muli zum Beispiel stirbt, dass er sich dann da hinstellt, aber ist okay. Wir opfern noch ein Katzel Schwarz hin damit und dann holen wir uns Ehren. Und dann schaut doch das ganz stabil aus, oder? Habe ich was übersehen? Ja, hau mir drauf! Oh, die Natte! Oh nein, die Natte! So, jetzt ist die Frage, was wir denn? Wir blocken die scheiß Natte. Wir blocken einfach die scheiß Natte mit dem Orchkatzel. Machen wir so. Scheiß drauf, wir haben eh nichts zum Beschwören. Das ist jetzt wieder dieser Kreislauf, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Weil ich irgendwie 2 Orchkatzel auf der Hand brauche zum Ausspeien. Und damit ich was zum Opfern habe. Ich habe aber auch keine Karten nicht für die was opfern müssen. Ja, aber du weißt schon, wie ich meine. So, Wolf, du haust gleich auf das Packmulli sauber drauf. Gib ihm! Jawohl, und ich hab gleich einmal ein Gewicht dagegen. Ah! Blut, Mistviech! Okay. Das Wolfsjunge, oh, wir geben in der nächsten Runde aber auch gleich einmal 4 saubere Damage. Das ist auch nicht so wenig. Aber ich hätte gerne das Packmulli, ich will wissen, was da drin ist. Ah! Was soll ich machen? Ich kann nicht recht viel machen. Da müssen wir da hergehen, wieder Orchkatzel. Wir blocken die Natte. Und gib ihm. Hat's die gleich, Meister. Hat's die gleich. Können wir wieder nicht recht viel machen. Ich muss wieder mit dem Orchkatzel Scheiß blocken. Jetzt kriegen wir einen Muli noch, weil er natürlich Zeiten wechselt. Ah, du Noob! Was ist da drin? Verwichst! Mein Maultier. Interesting. Ha! Du Kacknub, du! Kacknub, was haben wir da? Ein Skunk. Erlaube mir, deine Kerzen wieder anzuzünden. Noch werde ich dich nicht töten. Oh, wenn man einen Boss besiegt hat, werden die Kerzen wieder angezündet.
Auch nicht. Und auch nicht im Bosskampf, dass da immer so eine Karten umeinander schwänzelt. Die wenn's nur als netten Bonus, wenn du die noch kriegst, dann geht's weiter. Oder? No, Presents for you. Die habe ich jetzt aber nicht dauerhaft, oder? Die Karten, das hat sich jetzt irgendwie auch gefühlt. Erzürntes Erz, besiege den Goldsucher. Achievement, ein absoluter Achievement. Es war doch gerade halb 9. Okay. Du passt das nochmal ganz gut. Okay, es ist halb 10. Hat sie eigentlich schon auf den Like-Button gesmashed? Like-Button? Ich bitte darum, wir haben eine absolute Perle ausgezogen. Absolute Gameplay-Perle. Absolute Gameplay-Perle. Das Ding kostet im Steam-Sale, ich glaube, ich habe 8 Euro gezahlt. Das rieche ich bis daher wird, verdammt nochmal, du da 100 Stunden einscheißen kannst. Oh mein Gott. Tommy! Hallo Ehre, welcome to the squad, merci für die Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss, was ist da jetzt? Was ist denn jetzt? Ich hab gesagt, ihr seid auf den Like-Button drücken, nicht auf den Mitglieder-Button, ihr Affen! Philipp! War die schöne Tröte. Ab in den Chat, aber die Ehre an den Philipp, an den Tobi, merci für eine Mitgliedschaft, welcome to the squad. Kuss, Nussalbussal. Und wir sind immer noch am Anfang. Ich meine, komplett am Anfang. Das denke ich mir schon. Das ist ja vollkommen wurscht, Alter. Dankeschön für die Mitgliedschaften. Kuss. Ich hoffe, ich kann beim Donaten übersehen. Ich bin ein bisschen vertieft. Ja, nettes Spiel für zwischendurch, merke ich schon. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was soll das? Hä? Was ist denn jetzt? Was zur Hölle ist denn jetzt? Ihr sitzt doch irgendwo an einem scheiß Stammtisch. Oder? Ihr Affen kennt euch alle. Das kann jetzt nicht die Wahrheit sein. Entweder ihr sitzt irgendwo am Stammtisch miteinander in der Wohnung oder in einem Discord. Es ist nicht möglich, dass innerhalb von einer Minute der Tobi, der Philipp, der Gustl und der Maro, sagen wir, 4 Trottel, ein Gedanke. Es hat lauter Neue nämlich, das kommt auch noch dazu. Aber der Gustl, glaube ich, war schon mal dabei. Das weiß ich sogar. Glaube ich. Mit dem Red bin ich mir jetzt nicht ganz, ich weiß nicht, was das jetzt wieder soll. Wir sind einfach alle ja, das denken wir schon. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Was zur verfickten Hölle passiert denn jetzt wieder, Alter? Was passiert denn jetzt wieder, Alter? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt wieder? Was ist denn jetzt? Hat irgendjemand Mitgliedschaften verschenkt? Das soll ja mittlerweile auf YouTube auch. Was ist denn mit. Was ist. Ja, Mette mal, sorry! Was ich möchte wissen, was jetzt passiert? Jetzt leider nicht Stream oder. Das verstehe ich nicht. Okay, nochmal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Tobi, Philipp, Gustl, Maru, Roman, Johannes, Ibims, Maxidex und Wurzelsepp. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Oder gibt es ein ganzes Trötenkonzert?
Das hätte Super Mario Musik übrigens sein, so in. Ich kann's nicht. Harlequin, du einem. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Ja, immer wieder was Neues, selbst nach 8 Jahren. Scheiß der Hund drauf. Tobi, Phil, Gustl, Mario, Roman, Johannes, Ibims, Maxi oder Maxi oder Tess oder was weiß ich nicht. Wurzelsepp und Harlequin, welcome to the squad. Dankeschön für eure Mitgliedschaft. Was das ist, verstehe ich nicht. Nein, verstehe ich nicht. Was? Da kriegst du ein wenig Vegetar. Kennt das etwa? Machst du mal so. Schmeckt. So, okay. Merci dir für den 48 Monate. So, Schluss jetzt. Was ist dir was? Ja, egal. Einfach nicht drüber nachdenken, Spei, weil wir nur eine halbe Stunde haben. Dankeschön. Welcome to the squad. Kevin, du auch noch. Schluss jetzt mit der Scheiße. Was ist Vegetar? Gute Frage, warte mal. Würzmischung mit Gemüse seit 1959. Warte mal, sicherheitshalber nachschauen, nicht, dass das das Ablaufdatum ist. Nein, passt schon. Yuki! Was ist denn jetzt wieder ausgebrochen? Da habt ihr euch jetzt so ins Discord reingeguckt, ihr Affen, und habt euch gedacht, was muss man jetzt lernen? Lord Süd schreit, sprich weiter! Ja, wenn sie nicht aufhören, Zucker, merci dir! Das wird nicht passieren in diesem Stream, wenn ich was ganz klar sehe und wirklich mitkriege, dass ich nicht darauf reagiere, aber das ist das Letzte. Klinkefax, merci dir! Da darf jetzt direkt am Vorstand wieder mal anrufen. Die hat Geburtstag heute. Die ist nicht da. Die ist ja nicht da. Guck mal, jetzt kommt der ganze Rest neu. Andal, merci dir, Rukuma, merci dir, Leute, Dankeschön. Ist ja gut, sagt sie, was ist, was? Es hört halt einfach recht nicht. Was ist mit euch jetzt? Was ist denn das jetzt wieder? Was ist denn das jetzt wieder? Ha? Dankeschön! Schluss jetzt damit! Gespeit wird jetzt! Wähle sorgfältig! Soll ich wieder nicht gelesen, wie euch trotteln? Was ist da jetzt gestanden? Hat jemand gelesen? Hallo? Kann es sein, dass da was gehackt wurde? Dass es Mitgliedschaften anzeigt? Glaube ich jetzt nicht. Herr Salzburg! Was ist denn jetzt? Au, eine seltene Karte. Was hab ich da jetzt gekriegt? Leute, grüßt mal die Leute, bitte schön. Leute, merci, ernsthaft, chillt's wieder, okay? Dankeschön. Salzburg, Rukuma, merci bei Hack und merci für den Resub. Darfst du eine seltene Karte? Achso. Wähle sorgfältig, okay. So, Leute, Schluss jetzt. Back to business. Wir kriegen eine seltene Karte, wenn wir den Boss einen Arsch aufgerissen haben. Den Arsch! Nicht einen Schaden haben wir gekriegt, möchte ich übrigens mit Nachdruck sagen. Hashtag Minus-Depf. Wie bei den alten. So. Kind 13. Was? Armes, verlassenes Kind. Es stirbt nicht, wenn es geopfert wird. Mächtige Karten. Aber bringst du es übers Herz, das zu versuchen? Ja, sicher. Scheiße mir auf Kinder, Alter. Deswegen habe ich auf die Karten gewartet und Katz vorher nicht genommen. Habe ich das richtig... Jetzt habe ich fast hergespielt. Habe ich das vorher richtig verstanden? Das mit der Katz war das Gleiche, oder? Die musst du einmal bringen. Und wenn du es opferst, ist es nicht vom Tisch. Nimm den! Mach die Glotzen auf. Was für Glotzen, Alter? Das ist ein guter. Ja, gut. Was haben wir noch? Seltsame Larve. Ein weitgehend unscheinbares Exemplar. Das glaube ich nicht. Was heißt das da gleich wieder? Was heißt denn das da gleich? Was ist denn das? Kann ich da rechtsklicken? Da kann ich jetzt scheiße. Da kann ich jetzt kein Rechtsklick drauf machen. Was heißt denn das? Dass er jede Runden eine Stärke kriegt, oder? Eine Angriffskraft kriegt. Okay, schauen wir weiter. Der Ura Juli. Boah, lecker Simmer-Karten. Oh, kostet 4 Blut zum Opfern. Die spielen wir nie. Sauber zu früh für sowas, glaube ich. Es kämen schon noch. Gut, mit sicheren Karten da im Gepäck natürlich, die du jetzt mal opfern kannst, ohne dass es neu ziehen musst. Das ist nämlich ja die Krux daran. Aber sie kann ja von Gegnern erschlagen werden. Also so unfassbar krass ist dann auch nicht. Entwickelt sich nach einem Zug, okay. Was kriegt er mit? Kriegt er plus 1 Runden, dann kriegt es 1. Also es kriegt eine Attacke, nicht plus eine Attacke und ein Leben. Oder? So was. Dieses Ausmaß an brutaler Stärke bedarf keiner Erklärung. Ja, dann nehmen wir das Kind. Das Kind ist ein Brutal.
Stark, aber teuer. Ja, kommt hin. Ja, nehmen wir das Kind. Na, haben Sie mich schon ein paar Mal in die Lage jetzt gebracht, so mit Fuck, ich kann nichts mehr opfern, bla bla bla. Sag mal, was ist denn jetzt los, Mann? Lux! Dann jetzt da zubeißt, was? Und nur mehr Schert! Alle neuen Zerren, das ist der Reich! Salzburg! Gefreut mir das Sauerherz! Was zur Hölle ist... Was und dann sitzen Leute drin und sagen, halt's Maul und Spei. Ich kann das Maul nicht halten. Was ist denn jetzt wieder, Alter? Es ist am Montag schon wieder derartig aus dem Ruder gelaufen, dass eigentlich Minimum, es läuft ja regelmäßig aus dem Ruder, sagen wir, was es ist. Aber normalerweise ist dann aus dem Ruder laufen für 2-3 Wochen eine Ruhe. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit wieder irgendwo her, dass irgendwann mal wieder irgendjemand mittendrin eskaliert. Ja, ist schon öfter vorgekommen. Es ist jetzt nicht so, als da ich mir jetzt da irgendeine Scheiße reden. Was ist das? Da ist jetzt auf einen Schlag 10 Member reingeschwappt. Dann kommt der Lux um sich. Mit einem 3-stelligen Betrag und ich glaube, ich habe seinen Namen so in Verbindung mit dieser Nummer zumindest noch nicht gelesen. Was zur verfickten Hölle ist hier los? Lux, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich krieg's die Tröte, pass auf. Muss klar sein. Was das für eine Melodie war, das wissen nur Pro-Gamer. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich werde es dir ganz ehrlich sagen, ich werde es übers Wochenende am Kurztrip versaufen. Eiskalt versaufen. Dankeschön. Und jetzt ist Schluss. Schatz, nicht, macht's ein Pimmel. Ich möchte nur mit Nachdruck sagen, es gibt halt keine Verlängerung. Um 10 ist Schluss. Wir hätten noch gerne was vom Spiel sagen! Das, was der Spreng ist, passt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß zum Rest auch nicht, was ich sagen soll. Dankeschön, Kuss auf die Nuss. Lux 3 Luxer, deins ist nicht angezeigt worden, kein Mensch weiß warum. So, na, ich habe nicht fertig getippt gehabt, sorry, lull. Du Vollidiot. Du knallloser Vollidiot. Da kriegst du einen 100er, gib dir Mühe, dass ja passt, damit du weißt, von wem das ist. Hoppala, ich hab meinen Namen bloß fertig geschrieben. Wie muss ich mir das wieder vorstellen? Sag. Lux 3 Merse, Schluss jetzt! Ohne Witz jetzt! Wir nehmen das Kind! Kind rein ins Fressbrett! Frau Vanessa, du gibst jetzt auch Ruhe! Mehr als wenn es 50, sie haben alle bis der Beste. Ihr seid die Besten. Schluss jetzt! Wir nehmen das Kind! Ausgeschmeißt das! Das kann Meter nicht vorwärts kommen. So, ich bin jetzt gespannt, was passiert, wenn ein Gebietswechsel stattfindet. Während die Schläge mit der Spitzhacke des Goldsuchers dir noch in den Ohren dröhnten, da den Arm mit zugehauen, jetzt den einen Damage habe ich gekriegt, du Kacknoob. Setztest? Was ist denn das für Worte, der Setztest? Ich habe jetzt gefühlt innerhalb, während die geredet habe, ich schon das Lesen angefangen, damit ich kapiere, was los ist. Setztest, düdelst du deinen Weg hinfort. Okay. Da können wir wieder runter jetzt. Machen wir wieder eine zweite Runde, ne? Der widerliche Gestank von Fäulnis und Schimmel lag in der feuchten Luft. Bei jedem Schritt, den du machtest, huschte oder glitt. Glitt. Plus 120,000. It was not. Heute jetzt ein Maul, Alter. Frau Gemojo, merci zu euch, sage nichts, ihr wisst warum.
Ich bin's, Jesse. Welcome to the Squad. Marvel Maniac. Merci. So. Haben wir's jetzt? Ich merke nämlich schon, ich merke die leichte Unzufriedenheit im Chat. Ich weiß nicht, ob ihr es auch merkt. Ich merke schon. Okay? So. Aber ich gebe Ihnen recht. Es ist gut jetzt, okay? Ich raste auch nicht aus. Jetzt mehr. Das ist cool. Ich nehme es an. Ich nehme den Preis an. Dankeschön. Schluss jetzt. Spul mal, okay? Tschüss dann. Jesse, welcome to the squad. Stefan, mehr für den Resub. Schluss jetzt. Bei jedem Schritt, den du machtest, huschte oder glitt etwas vor dir davon. Vorsichtig betratest du das Sumpfgebiet. Das kann quasi wahrscheinlich später auch noch variieren, nehme ich an. Dass nicht immer erst der Goldsucher kommt, dann das Sumpfgebiet, dann was auch immer, Flo, merci für den Zwill, sondern dass das kann das kommen, dann kann das kommen, dann kann das kommen, überall ist ein anderer Boss, da können andere Sachen drin passieren. Ich verstehe. Glaube ich zumindest, ich weiß ja nicht, so weit waren wir noch nicht. Ja, weiter können wir auch nicht! Die Leute dürfen gerne mit dem Geld zu schmeißen, ich verstehe es nicht, das weiß ich auch nicht. Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Oh, jetzt gibt's wieder neue Karten. Der arbeitsarme Bürger hätte ich jetzt fast gelesen. Da muss ich selber schauen. Frauen Esser, ich liebe euch auch. Schmidti! Alter, halt doch dein Maul jetzt. Oma, geil. Ich muss wegignorieren. Schaffen wir es irgendeinen Stream, wo ich das einfach wegignoriere, so einfach. Schmidti passt. Merci dir. Jetzt haben wir Opa geil und Oma geil. Geil. Merci. Ich muss jetzt lesen! Schmidti, Schluss! Der arbeitsarme Bürger, wenn er ausgestempelt hat, baut einen... Halt dein Maul jetzt. Der arbeitsarme Bürger, wenn er ausgespielt wird, baut er angrenzend Dämme. So. Bober! Was heißt das? Also links und rechts, wie stark haben die Dämme? Oh ja, der ist ja voll stark. Okay. Der wachsame Ochsenfrosch. Er springt fliegenden Angreifern in den Weg. Okay, das ist ein Fliegenblocker. Ein Fisch, oder? Kommt er unten durch? Der scheue Otter. Er taucht unter, während ich am Zug bin. Das heißt, der ist. Schöne Karten für. Der Biber, der Bober. Bober, oder. Bober, oder. Ochsenfrosch. Bober ist schon gescheit stark. Ich bin aber immer noch ein Fan davon, dass ich eine schöne Kartenauswahl habe, die nur ein Opferblut braucht. Das ist einfach jetzt mal ein Test, wie das funktioniert mit einem schnellen Deck. So da jetzt hier sagen. Tolo! Welcome to the squad, merci. Bober oder? Ich bin für Oder. So wie es ist. Der Biber ist schon auch stark. Aber der macht halt auch 2 Plätze zu, wo ich dann keine Viecher mehr hin beschwören kann. Ich nehme Fisch Oder. Der Oder! Blöd! Oh! Fusionieren oder? Die Items waren schon auch stark. Kommen wir später noch mit zu einem Rucksack? Ist das da oben ein Rucksack? Ja. Das heißt, wir gehen dann da oben auf, gehen wir da her. Da ist aber auch wieder ein nice Symbol. Dann gehen wir da her, dann gehen wir da her. Oder wir gehen zum Karten fusionieren. Ich weiß aber, da hast du so viele Optionen. Wir gehen da hin. Fusionieren. Vielleicht können wir nämlich irgendwas Vollgas nach. Was ist denn das so? Moment, zurück. So. Scheiße, wie war's? Also die unteren Karten wird geopfert. Let me think. Ach, das wird einmal bloß ausgewählt, wie je nach Glück oder was? Oder haben da alle meine Karten? Weil ich hätte schon immer noch gern die Schnapsschildkröten mit dem Dornenschaden da.
So ist es nicht. Ist ein Goodie, ist ein Goodie. Ja, ist ein Goodie. Muss man einfach so sagen. Opfern kannst nur welche mit Effekt. Was? Ach so, ja gut. Ist natürlich nur logisch, weil ich kann ja nicht nix auf andere Karten zaubern. Das ist schon okay, aber es war halt unfassbar dumm. Ist aber ein berechtigter Hinweis, weil ich bin auch unfassbar dumm. Nicht immer, aber schon manchmal. Oh mein geil! Mein Alter hat gerade keine Zeit, deswegen bin ich da. Wieder war der vorher schon da! Sagst dir einen schier Gruß und fauchst dir mal von mir, okay? Gefreut er sich. Danke dir. Also nochmal, wir opfern, wo haben wir gewinnen? Wir opfern eine Sau und pflanzen wir seinen Stacheleffekt auf die Schnapsschildkröte. Easy. Oh, Gott sei Dank habe ich, oh mein Gott, da habe ich jetzt nicht geschaut. Wir haben ja 2 Schnapsschildkröten, glaube ich. Und eine hat 2 Schaden. Ah, stärkste Karten, Alter. Das ist unser Carry. Das ist unser Carry. Kriegen wir schon. So, jetzt wieder chillen. Hier nicht schön. So, wo sind wir? Hier, Wolf, Frisch, was, Fisch? Oh, der Oder. Oder! Oh, unsere Schnapsschildkröten haben wir auch. Fisch, Oder. Was der wir da? Und dann, der kommt mit einem. Der eine Damage ist uns einmal scheißegal, wie viel macht der Otter. Der kann eigentlich dann permanent da auf den draufhauen. Ja, wir kassieren zwar den Schaden, aber wir hauen mal einen gegnerischen Spieler direkt. Das ist plus minus 0. Das bringt eigentlich gar nichts. Dann können wir ihn später vielleicht einfach opfern. Machen wir jetzt mal so. Und dann holen wir einen Oder blöd. Oder kommt der unter den Stumpf durch? Kommt der auch unter dem Stumpf durch? Kann mir das irgendjemand bestätigen aus dem Chat, dass ob der unter dem Stumpf auch durchkommt? Nein, kommt er nicht. Okay. Ja gut, ist auch komisch, aber ein Stumpf im Wasser, was ist das für Bullshit? Machen wir es so. So machen wir das. Schauen, was passiert. Erst einmal auch nicht zünden. Passt. Ah ja, schau, der taucht unter. Halte den Atem an. Machen wir. Ah, Notte! Okay. So, jetzt müssen wir zwangsweise... Na, das ist jetzt natürlich bitter, ne? Jetzt kann man... Nattern sind gefährlich, da kannst du jetzt nichts sehen. Wir könnten jetzt natürlich einen Otter und eine Ohrkatzel für unsere verdammte Schildkröten opfern. Aber ja nicht bei den Nattern, weil sonst ist die Schildkröten schnell weg, wenn wir schauen können. Wir können natürlich auch erst einmal jetzt für die Attacks. Lasst mir erstmal die Schlangen kommen, in der nächsten Runde der wir dann einen Wolfi. Ja, können wir nicht. Da brauchen wir die Kindkarten brauchen wir da. Ja, tun wir einen Ohrkatzel Schors her. Ohrkatzel Schors, der wir jetzt einfach mal. Was ist denn mit dem Ohrkatzel Schors wieder der noch? Der kann ja nicht mehr Viecher spawnen als die da sind. Und bis die Natter den scheiß Baumstumpf umhaut. Ja, ist die ganze Zeit 1-1, gell? Das ist natürlich ein Kass. Ja, natürlich ein Kass. Oder haut unser Fischer da den Ding zusammen. Kriegen wir das so. So. Wie viel Schaden macht unser Schildkröten? 2, gell? Ja, diese starke Karten. Tu die Karten da hin. Tu sie ihm hin. Tu sie ihm hin! Der schlägt den Frosch und alles, was kommt, der schlagen wir. Kriegen wir schon. Okay. Wieso zur Hölle killten jetzt die scheiß Natter einen verfickten Baumstumpf mit einem Schlag? Schkotze. Was kommt denn da hinten daher? Klapperschlange, hat 3 Schaden. Ja, und stirbt beim ersten Schlag. Gift. Ja, ich kenne keinen Baumstumpf, der... Ich hab das vorher ja auch einmal gefragt, ob ich mit meiner Natter da den... Was war das? Den Felsbrocken wegmachen kann. Der geht nicht. Oder Baumstumpf schon, ist der Anfälle gegen Gift. Das wird ja verkackt. Shit. Bin ich angelungen worden. Angelungen bin ich worden.
der jetzt? Die Frage. Sag das, was es ist. Die 2 Schaden, die tankt mir weg. Wenn's zur Not nehmen wir mal die Tang her. Möchte nicht. Nein, nicht nur ein Wolf! Wo ist eigentlich der Hermeling hier verschwunden? Goddammit! Ich muss Karten sammeln, das hilft nicht. Vorher brauche ich das Orchkatzel da nicht hin. Es ist 2 Schaden rein, 2 Schaden um mich. Das ist nicht weiter schlimm. Karten her. Ja! Für uns beide. Es ist irgendwo in dieser widerlichen Hütte. Sei still oder ich reiße dich im Fetzen! Das ist halt auch eine super geile Idee, dass da die Karten die Story erzählt. Und das auch noch geht so anscheinend irgendwie. Man weit haben wir da jetzt nicht gekommen heute, aber das hilft ja nicht. Jetzt pass auf, was wird der mir jetzt da? Gut, da können wir jetzt nicht recht viel tun, die Runden müssen wir aussetzen. Wir könnten einmal mal noch einen umlegen, damit wir uns weiterkommen, bevor wir zum Rucksack gehen. Und schauen wir mal, das tun wir jetzt. Alter, er zirkt sich ja tatsächlich einen Zahn. Ich hab gemeint, der nimmt eine Kugel von mir und tut's da um mich. Nein, ich reiß mir einen Zahn aus und lege was? Ein wohlverdienter Punkt Schaden. Ja, danke. Ich hätte nicht gedacht, dass du das wirklich tun würdest. Ja, irgendwie... Ja, in echt, das auch nicht. So, können wir sonst noch irgendwas da? Nicht, gell? Hab ich schon gezogen? Ja. Und dann müssen wir draufhauen. Hälfte. Haben wir quasi wieder auf 0. 0-0 steht's. Da war eine kleine Spinne, ich hab's genau gesehen. Das ist Da war doch jetzt gerade eine verfickte Klapperschlange. Da ist nichts davon gestanden, dass die giftig ist. Oder den Effekt hat. Ich hab doch extra dahinter geschaut, da war kein Totenschell und da ist Klapperschlange. Das war die vorher. Ja gut, ist nur klar. Ja, ich bin schon wieder hängen geblieben. Was der wir da? Hermelin, der killt auch instant, gell? Was der wir da? Wir müssen den Schaden fressen, es hilft uns nichts. Wir müssen irgendwas ausspähen. Es hilft nicht. Das müssen wir jetzt, wie machen wir das jetzt? Es hilft nicht, ich muss eine von den Natter killen. Wohl, du bist nur blind. Nein, ich bin sehr vergesslich. Diese Stelle? Bist du sicher? Ja, wird schon passen, gib ihm! Ist zum Aushalten, kriegen wir schon. So, jetzt können wir nämlich eine Zeit lang, wenn er keine Karten mehr spielt, was er ja schon nicht mehr tut, können wir einfach mit dem Orchkatzel-Scheiß die scheiß Natter da hinten blocken und weiterhin einfach draufhauen. Halt. Pimmelberger. Du Pimmelberger! Aber dann setzt man einfach ein bisschen unter Druck, hätte ich vorgeschlagen. Und machen wir es so. So. Und killen wir mal die Natter, weil ich kriege ja keinen Schaden zurück. Das heißt, mir wohl überlebt wenn ich die Natter da schluckt. Er macht einen Schaden, ich mach 3. Das heißt, ich mach... Also den können wir genauso weitermachen. Wir blocken das da weg. Hau mich zu, bring mich mal wieder nach vorne, jawohl. Und das Spielchen können wir jetzt bis in die Unendlichkeit spielen. Los und nochmal. So einfach was gewinnen. Ne? So einfach was gewinnen. Kasperger Flo, merci dir, Oma geil, Nummer, merci dir, Luis. Schluss jetzt mit der Riesendonaterei da. Schluss. Ich sag's bloß ungenau, aber es ist 8 vor 10. Umso schneller müssen wir uns schicken, dass wir nur dahinter kommen. Kuss auf die Nuss, merci dir. Schnell. Wir wissen noch nicht, was das ist. Jetzt musst du eine andere Art von Entscheidung treffen. Wähle nicht eine bestimmte Bestie, sondern such dir die Kosten aus, die du bezahlen willst.
Das heißt, ich kriege eine zufällige Karten, die so viel kostet. Nimm mir Einser-Karten. Ich liebe schnelle Decks. Das Wolfsjunge, nehmen wir. Eine zufällige Karte, die 1 kostet. Was hast du erwartet denn? Was? Wolfsjunge ist tipptopp! Na, hab schon verstanden. So, fusionieren der wir nix. Wir gehen mal da oben und holen wir uns 3 Items. Ach, zum Boss kommen wir gar nicht mehr. Das ist sauer zu weit. Auswahl. Oh, die Gors war schon gescheit stark. Gors war sehr stark. Gors war... Aber wir haben ja keine einzige Karten nicht für... Ja, aber du kannst einfach instant, wenn du eine Archkatzel hast, kannst du einen Zwarer beschwören. Das war einfach stark. Da müssen wir hoffen, dass wir nur eine Archkatzel kriegen. Wir haben jetzt immer 3 Items zur Auswahl. Oh, ein mächtiger Gegenstand. Dreh sie um und ich lasse meinen nächsten Zug aus. Das nehmen wir als Utility-Item mit. Wenn du es für nötig hältst, kannst du damit eine meiner Karten zerschneiden. Das ist nur eine OP! Aber mir geht ein bisschen als Ohrkatzel ab, das zweite, das wir... Na, niemand schau. Jetzt müssen wir weitermachen! Nächster Kampf! Der geht noch mindestens. Und dann steppen wir da einfach durch. So. Jetzt mal... Oh, Kind 13. Stark! Was machen der Schaden? Was kommt denn da? 1. Den Schaden, den behalten wir uns. Das der wir da her. Und dann nehmen wir das Kind. Da können wir nämlich dauerhaft umeinander opfern wie die Behinderten. Das ist voll gut. So, das der wir da oben. Wahrscheinlich werde er heute in der nächsten Runde gleich da ein Viech bringen, um das Kind zum Killen. Das war zumindest so, dass ich mal. Mehrere können wir neben machen. Oder? Kann ich noch? Sauer stark. Die stirbt jetzt nicht, wenn ich es opfert, oder? Das habe ich schon richtig verstanden. Und fängt dann auch noch das Fliegen an. Und kriegt auch noch 2 Attacken. Voll OP, oder? Jetzt kann der Wolf auch noch gleich spielen, aber bloß einmal die 2 da, die halten wir. Hau zu! Haben wir gleich mal 3 Mal im Vorsprung, du. Ah, nicht nattern. Kann ich das so lange opfern, wie ich will? Stirbt das jetzt das nächste Mal? Das hat nämlich nur noch ein Leben. Hat es vorher nicht 2 gehabt? Learn nicht die Hardware, das müssen wir jetzt ausprobieren. Das soll was ist. Jetzt haben wir so eine Katzel daher. Und dann bringen wir einen. Ach, das tut immer. Es tut immer hin und her. Ich verstehe. Stirbt wegen der Natter. Ja, ist mir schon klar, aber mir hat es bloß interessiert, ob das so bleibt. Was das der sag. Da stirbt mehrere wegen der Natter jetzt dann, aber ich versuche an ihm, am Gegner, so viel Schaden zu machen, wie ich kann. Das da können wir uns eigentlich nur aufheben, weil es eigentlich ganz gut ausschaut. Hau rein. Ich schon gewungen, Alter. Wie brutal von dir! Du hast mir mehr Schaden zugefügt, als du zum Gewinnen brauchtest. In meinem Spiel werden solche Leistungen jedoch belohnt. Um genau zu sein, für jeden überschüssigen Punkt Schaden erhältst du einen Zahn. Was hilft mir das? Der Fallensteller könnte an deiner Beute interessiert sein. Okay, kann ich das dann eintauschen gegen irgendwas oder was? Ah, aber nochmal eine zusätzliche, ich verstehe schon. Ah! Da kann ich mir Deko schauen, das habe ich noch gar nicht herausgefunden, lol. Mit Mausrad nach oben. Und dann haben wir eine schwierige Entscheidung zu treffen. Wie wir entlang gehen und was das da ist, fürchte ich, werden wir heute nicht mehr herausfinden. Ich muss wirklich, es tut mir fast... Oh, leck, ist das ein gutes Spiel. Halt die Schnauze, ist das ein gutes Spiel, Mann. Unterwegs wurdest du von einem Fallensteller angehalten, der seine Felle verkaufen wollte. Den schauen wir uns noch an, was kann der? Seine Erscheinung hatte etwas Unheimliches. Doch seine Waren lenken dich schnell ab. Magst du dir meine Felle ansehen? Auf alle Fälle, oder? Kaninchenfell, was ist das? Nimm ein Fell kostenlos. Goldenes Fell, Wolfsfell, Kaninchenfell. Felle kann man beim Händler gegen Karten eintauschen.
Aber und wieso nehme ich da jetzt nicht das goldene Fell? Erkennst du die Qualität? Ja, natürlich erkenne ich es, aber je wertiger, desto besser die angebotenen Karten. Schreibt der Herr Lohmer. Aber dafür wirst du mir 10. Ach so, der Moment, natürlich. Er möchte von mir 19. Ach, das hat auch noch eine Auswirkung, wenn ich einen Gegner mit Overkill-Damage umbringe. Da bleiben dann die 10 übrig. Und mit denen kann ich mir dann so zeigt, das ist ja nur noch. Ja, nehmen wir das alles für, oder? 5 sind schon meine 10 da, oder? 5 habe ich, 6 habe ich. Dann nehmen wir halt das noch. Und? Und jetzt? Du gehst schon? Oh, das ist schon richtig verstanden. Bitte, sieh dir meine Fälle an. Oh, auf alle Fälle. Und jetzt? Ich versteh's nicht. Ich hab nicht... Oh. Achso. Hä? Nicht zu viele Fälle, sonst ist der Deck voll Müll. Ach, die landen in meinem Deck als nutzlose Platzhalter. Ja gut, nutzlose Platzhalter, sie haben schon 2 Leben, aber sie können nicht angreifen. Ich hab schon, das hätte ich auch wieder der Hardware gelernt, wie jeder normale andere Mensch auch. Danke für das Geschäft. Der Mann versicherte dir, die Fälle seien von großem Wert. Genau. In einem Kampf scheinen sie nichts zu nützen. Aber er erwähnte, die Händlerin ein Stück weiter auf dem Weg werde dich dafür belohnen. Es ist auf dem Weg, musst du so viele Entscheidungen treffen. Auf diesem Weg musst du... Oh, das ist wirklich grenzgeniale Scheiße, weil sie das ausdenkt hat. Das ist absolut... Ich hab's es mal schon gesagt, das ist ein Roguelite, das ist ein Kartenspiel, das ist ein Horrorspiel, ist jetzt nicht. Also, es ist gruselig aufgezogen und so und ein bisschen unheimlich und so. Und eigentlich ziemlich cozy unheimlich. Aber dieser Shit ist absolut grenzgenial. Absolut. Ja, ist instant sofort verstanden, warum das 120.000 Bewertungen auf Steam hat, die sehr positiv sind. Brauchen wir keine Sekunde weiter diskutieren. Aber über was wir diskutieren müssen, ist leider Gottes, ich muss weg, Leute. Ich muss weg. Es tut mir sehr, sehr leid. Dort kannst du jetzt mal Gift drauf nehmen, dass wir da noch bis zum nächsten Encounter oder bis zum nächsten Boss gespielt hätten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir ein Fest. Bitte vergessen Sie nicht, auf den Like-Button zu smashen. Aber wenn's... Ich mag jetzt eigentlich selber nicht, geht aber es hilft nicht. Schöner Cliffhanger. Eins mag ich noch dazu sagen. Und da sagt man jetzt schön, da musst du jetzt sehr viele Entscheidungen treffen, die wahrscheinlich mit jedem Durchlauf, wenn du stirbst, geht's wieder von vorn los, immer anders sind wahrscheinlich. Ja, möchte jetzt was fusionieren, möchte, was hat's Lagerfeuer gleich wieder können, möchte meine Karten um eine Attacke stärker machen, dann habe ich da wieder einen Encounter. Oder gehe ich rechts rum, da habe ich gar keinen Encounter, dafür kriege ich 3 neue Items, die haben wir gerade schon, was das tut, weiß ich leider nicht mehr. Haben wir das schon gehabt, weiß ich nicht mehr. Und das da oben weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig mehr, was das war. Ist aber auch völlig wurscht. Und so, und wenn das jetzt mal random ist, wenn das zufällig generiert wird jedes Mal, absolut Genius. Jetzt weiß ich, was du meinst mit einzigartig, mit Genius, mit Roguelike, mit das ist ein Kartenspiel, aber anders, schwierig zu mir erklären. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das bei mir erklärt. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. Es war mir ein Fest, meine Damen und Herren. Misa! Kuss auf die Nuss, Dankeschön! Bürgerin ihre Reaktion aufnehmen. Nein, das tue ich nicht. Das ist nur ein Moment für mich und sie. Wieso bin ich so beschissen laut die Wind? Ich weiß nicht, ob die noch draußen sitzen. Misa! Dankeschön. Like-Button nicht vergessen. Absolute Perle. Wer auf sich in die ruhigen Spiele steht, wo ein bisschen das Hirn einschalten muss wahrscheinlich. Die Variationen, wo da möglich sind, haben wir wahrscheinlich bloß die Spitze des Eisbergs angekratzt. Bin ich mir sicher, das geht ja nur, wir haben ja nur am Anfang, wir haben ja jetzt da nichts gesehen. Also, bisschen was gesehen. Kriegt von mir auf der Stelle für die Art von Spiel 10 von 10. Brauche ich gar nicht weiterspringen. Meine Damen und Herren, ich schleiche mir jetzt davon. Ich rühre mich im Discord. Im Foodschmerz mit ein paar Betteln. Wir sind jetzt 3 Tage fort. Ich bin aber am Montag natürlich wieder da, ist ja klar. Also müssen wir alle arbeiten. Und am Montag ist zwar noch nicht Oktober, aber ich hab mir gedacht,
wir fangen da schon an. Hätten Sie da Interesse dran? Was sagt da der Chat dazu? Ich hätte gesagt, wir fangen mal am Montag mit dem Horror Oktober an. Ist das eine Idee? Das ist jetzt ein wenig ganz blöd hergegangen, weil ich schon wieder so kurz davor bin, dass ich sage, du kannst mich am Arsch lecken, am Montag spielen wir da weiter. Aber, so wie ich diesen Chat gerade lese, hat sich die Frage schon erledigt. Sehr schön. Sehr schön. Was ist das für eine Frage? Ja, ich wollte da mal sicher gehen. Ja? Ich wollte da bloß einmal sicher gehen. Marvel Maniac. Alter, wehe, das spielst du nicht mehr, das müssen wir definitiv noch mal ein paar Runden zocken. Dass das noch mal kommt, da kannst du noch mal Gift draufnehmen. Weißt du, für was das prädestiniert ist? Für einen chilligen Freitagabend-Stream. Für einen Wochenend-Stream. Aber da ist ja momentan God of War. Das wird dann schwierig. Das müssen wir auch fertig kriegen. Aber das spielen wir nochmal. Vielleicht, das werde ich auch off-Stream spielen. Da kannst du mal Gift draufnehmen. Das heißt, wir machen an der Stelle nicht nächstes Mal nicht weiter, sondern wir fangen dann einen neuen Run an oder wie auch immer das dann funktioniert. Das erkläre ich dann natürlich kurz und so weiter und so fort. So Leute, und jetzt muss ich mich schleichen, sonst rennt mir die Zeit davon und ich schlafe im Steh ein. Und wir verschlafen morgen alle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Unerwartet, eigentlich habe ich kein so ein 100%ig gutes Gefühl gehabt heute. Sage ich freiwillig, wie es ist. Bin wieder mal vom Gegenteil überzeugt worden. Heiliges Kanonenrohr ist ein gutes Spiel. Vielen Dank für den Tipp. Kuss auf die Nuss. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Die nächsten Tage bin ich nicht da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende vorab schon mal. Ich rede mich am Sonntag auf die Nacht im Discord. Und dann sehen wir uns am Montag. Und am Montag geht der Horror Oktober los. Wer da nicht da ist, ist eine Kackfrisur. Wir werden anfangen mit Still Wakes the Deep und nächsten Mittwoch spielen wir Nine Childs Street. Das ist ein Indie-Game, das dauert ungefähr eine Stunde, so sagt zumindest How Long to Beat. Und dann wird es so laufen, dass ich wahrscheinlich den Stream dann beende nach der Stunde und 3 Minuten später, den ich im Hintergrund schon vorbereitet habe, mit einem neuen Stream anfange. Warum? Dass die Videos und Spiele nicht alle in einem 3-Stunden-Stream drin sind, sondern dass das einzelne, das werden ja mittlerweile, wird das zum VOD, damit man sich das halt einzeln und sauber sortiert anschauen kann. Und dann spielen wir entweder am Mittwoch nach Nine Child Street, wenn wir damit fertig werden, noch eine Stunde lang Still Wakes the Deep oder was wir halt gerade nehmen. Denn wir haben auch ein paar mehrere Horrorspiele, die länger wie einen Stream dauern werden, haben wir aber auch haufenweise Spiele, die bloß eine Dreiviertelstunde dauern. Eben diese Indie-Games, mit denen wir letztes Jahr haben wir damit das erste Mal angefangen und herausgefunden haben, dass die ziemlich gut sind. Sehr viele davon. Auch nicht alle, aber ziemlich viele. So. Dann bedanke ich mich von tiefstem Herzen. Die ganzen Donations heute schon wieder. Ich weiß nicht, was da passiert jetzt gerade vor einer halben Stunde ist. Ich weiß nicht. Schmidti, ich hoffe, du bist mir nicht best, dass ich vielleicht nicht ganz so eskaliert bin, aber ich hoffe. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Da habt ihr euch abgesprochen, das ist anders nicht möglich. Das mag ich behaupten. Zumindest die ersten 4, 5. Hashtag Schnapsschildkröte. Haben Sie eine gute Zeit. Es war mir ein Fest. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Triple F für die Moderatoren. Und wo ist jetzt oben die Tröte hingeworfen? Da. Ja. So. Schleicht euch. Ich bin so gespannt, was sie sagt. Ja, gefällt das ist mir auch klar. Ich hoffe, sie gefreut sich nicht. Hau ich einen Knocker Nosch. So schaut's aus. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis spätestens Montag. Und nicht vergessen, Zeitung, Hosen aus. Am besten kommst du noch jemand. Jetzt schleicht euch. Hashtag Schnapsschildkröte. Harvey! Ich muss am Sprengen nur ein Foto machen. Ja? Ich will jetzt. Was ist denn da jetzt los? Ich kann mir aus dem Spiel nicht raus. Warte mal. Steuerung. Achtung. Scheiße, wir drücken jetzt auf Beenden. Ich weiß nicht. Das ist jetzt mein das ist jetzt das neue Mikrofon. Das ist jetzt sogar dieselbe Format. Also. Warte, ich mach einfach so. Schleicht euch jetzt, ihr Vollidioten.